die Flanke und Schuss hinein, aber nein, der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor, wie der Ball auch kommt, wie der Schuss auch fällt, der Theodor, der hält, ja unser Theodor, der hält. Ja, nun schieß doch endlich, du lahme Tüffel! Oh Mann, das kann der doch nicht machen, lässt sich den Ball da wegnehmen. Ja, los doch! Ach, denen geht das viel zu gut, die denken bloß an Fressen und Saufen. Haben sie doch alle den Bauch angefressen. Ja, nun los und lauf doch zu, Junge! Mann, oh Mann, der Kerl ist ja sein Geld nicht wert. Hallo, Fadi! Ja, Stürmelweg ist gerade mal spannend. Aha, das ist ja mal eine nette Begrüßung. Ja. Wer gewinnt denn? Na, die Roten. Die Roten? Meine Mannschaft. Und wer sind die Roten? Keine Ahnung. Ich denke, das ist deine Ja, Mannschaft. das sag ich doch. Und gegen wen spielen die Roten? Da gehen die Blauen. Aber wer die Blauen sind, das weißt du natürlich auch nicht. Ja, ich weiß das, aber ich sag dir das nicht. Ja, die Blauen haben gerade ein Tor geschossen. Ja, jetzt sehe ich das auch. Das ist bloß passiert, weil du mich gestört hast. Tut mir leid. Die Roten haben eine viel schönere Uniform. Trikots. Ja, was? Trikots. Die Uniformen heißen Trikots. Ja, heutzutage. Früher hießen sie Uniform. Zumindest bei mir. Früher gab es noch einen Kaiser. Ja, wäre schön, wenn wir jetzt auch noch einen hätten. Bist du nun unter die Royalisten gegangen? Nee, aber dann müssten wir uns nicht dauernd die Skandalgeschichten vom englischen Königsschloss anhören. Denn dann hätten wir unsere eigenen. Von unserem Bundespräsidenten ist ja, was das angeht, nicht viel zu erwarten. Da solltest du eigentlich froh drüber sein. Sag mal, warum störst du mich eigentlich schon wieder? Das letzte Mal war ich vor 6 Monaten hier. Ja, sag ich doch, du kommst viel zu oft. Ich kann ja wieder gehen. Nee, nun bleib mal hier. Ich freue mich ja, dass du da bist. Sag mal, was schreibst du da immer wieder? Termine. Aha. Ist Christiane auch da? Nee, aber Wolfgang. Wer ist Wolfgang? Mein Freund Wolfgang. Ach, der. Du machst ihn doch. Ja, aber mit Christiane hättest du Kinder. Ich habe Kinder mit Barbara. Wer ist denn das schon wieder? Barbara, meine Ex-Frau. Ach, kein Wunder, dass ich die vergessen habe. Ex und hopp und raus aus meinem Gedächtnis. Du scheinst überhaupt mehr und mehr Last mit deinem Gedächtnis zu haben. Ja, was soll ich mir da alles merken? Das hat doch sowieso nicht zu sagen. Ach, du bist einfach zu faul, dich ein bisschen anzustrengen. Hier passiert doch nichts, bin doch egal welcher Leine. Du hast noch 2 Söhne, Joachim und Georg, und die haben Ehefrauen und die haben Kinder. Und irgendeiner von denen kommt dich andauernd besuchen. Ach, hier kommt kein Mensch. Das ist nicht wahr. Ich habe mit Georg telefoniert, der war Freitag da. Ja, siehst du, Freitag, das ist eine Woche her. Freitag war gestern. Ja, das kann ja jeder sagen. Heute ist Sonnabend, hier steht das. Was ist denn das schon wieder? Eine Ewigkeit klingelt das überhaupt nicht und nun alle 5 Minuten. Das ist Wolfgang, der bringt das Gepäck. Sag mal, warum bist du mit Christiane eigentlich auseinandergegangen? Weil ich Wolfgang kennengelernt habe. Aber Christiane, ihr seht ja doch ab und zu noch. Wir sehen sie andauernd, sie ist unsere beste Freundin. Ja, und was wollt ihr hier? Wir sind hier, weil du Geburtstag hast. Wer hat Geburtstag? Du? Schon wieder? Naja, so ist das nun mal. Einmal im Jahr kommt jeder an die Reihe. Ja, andere Leute alle 10 Monate. Ach, na, alle 12 Monate sogar. Ja. Ach, du willst doch bloß Geschenke. Wieso ich? Du hast doch Geburtstag, du kriegst die Geschenke. Ach, das ist gut. Und wann habe ich Geburtstag? Montag. Das ist noch lange hin. Das ist übermorgen. Ja, sag ich doch, noch lange hin. Wenn du mit 80 kann dir noch sonst was passieren bis übermorgen. Oh, ich will meine Geschenke jetzt schon. Ach, du bist doch wie ein kleiner Junge zu Weihnachten. Ja, der hat noch Zeit zum Warten, aber ich nicht. Wenn du bis jetzt durchgehalten hast, dann schaffst du das auch noch bis übermorgen. Du willst doch nicht deine 30 Gäste und die ganze Familie vom Kopf stoßen. Die ganze Familie? Ja, alle können sie nicht kommen. Ja, was ein Glück. Hallo Richard. Sag mal, wollt ihr ein ganzes Jahr hier bleiben? Keine Angst, gleich nach deinem Geburtstag fahre ich weiter nach Rom. Ja, letztens soll da einen großen Werbeauftrag kriegen, sagt er. Rom ist in der kleinsten Hütte. Dein Langzeitgedächtnis funktioniert also noch. Wieso? Na, an die Sprüche aus der Schule kannst du dich noch erinnern? Ja, da kannst du mal sehen, wie gründlich meine Ausbildung gewesen ist. Hab mir bloß das Wichtigste gemerkt. Ich bin das Gepäck schon mal ins Gästezimmer. Aber ich weiß gar nicht, ob Dulla schon die Betten gemacht hat. Das werde ich ja gleich sehen. Ja, und Wolfgang, bleibt er denn hier bei mir? Wieso? Na, weil er sein ganzes Gepäck nach hinten gebracht hat. Das ist mein Gepäck. Wieso, hat er kein eigenes? Doch, Mann, das hat er in seiner Wohnung in Lübeck.
Er hat eine Wohnung vom Theater, solange er da probiert und spielt. Der spielt in Lübeck? Ja, Mann, solange ich hier bin, wohnt er natürlich bei mir. Seine Zahnbürste hat er mitgebracht. Ja, netter Junge. Aber warum hat er keinen anständigen Beruf? Was hast du gegen Schauspieler? Hat er denn schon mal einen Oscar abgekriegt? Soweit ich seine Skandalgeschichten kenne, war da noch kein Oscar dabei. Und ich werde auch dafür sorgen, dass mir keiner ins Haus kommt. Ja, ich mache ihn. Er hat sowas Besonderes. Ne? Genau darum mache ich ihn auch. Er hätte deiner Mutter auch gefallen. Schade, dass sie nicht mehr bei uns ist. Wie lange ist das nun her? Es war's her. Dass sie nicht mehr bei uns ist? 2 Jahre, 4 Jahre, 10 Jahre, was weiß ich. 19 Jahre. 19 Jahre ist sie jetzt nicht mehr bei uns. Ja, dafür hatte ich ja den Hund. Der ist nie auf die Idee gekommen zu kochen. Ich erinnere mich noch an ihren Braten zu deinem 60. Wir sind dann doch lieber alle zum Italiener an die Ecke gegangen. Ja, die Kochkünste hast du ja von deiner Mutter geerbt. Denk bloß mal an deinen Versuch, saure Nieren zu kochen. Das Kochbuch hat Mutti mir geschenkt. Das hätte mir zu denken geben sollen. Wieso? Sie hat es ja nicht geschrieben. Ich hatte alles eingekauft. Hab versucht, die Nieren aufzuschneiden, wie das da beschrieben war, aber sie sind mir immer wieder aus der Hand geglitscht. Hab nach Rezept den Kartoffelbrei gemacht. Aber bei der Mehlstippe, da ist dann alles schief gelaufen. Machten sie eine Mehlschwitze. Aber was ist eine Mehlschwitze? Das stand nicht in dem Kochbuch. Und was war das Ende vom Lied? Na? Die Soße war voll Klüten, die Nieren voll Sehnen. Und mit dem Kartoffelbrei hättest du die Terrasse betonieren können. 8 halb verhungerte Gäste haben zuletzt den Pizzanotdienst angerufen. Ja, bloß deine Schwägerin Beata. Die wollte endlich mal nett zu dir sein und dann versucht, deinen Kartoffelbrei zu essen. Ja, und dabei hat sie dann ihre Jacketkrumm verloren. Ach, sie war schon ein Schatz. Beata, du spinnst wohl. Nein, ich mein Mutti. Ja, da sagst du ein wahres Wort. Mann, was würde ich darum geben, wenn ich noch einmal ihr Coq au vin eten könnte? Die Hände, die hatte sie voll Muscheln gestopft und verbrennen lassen. Und statt den Wein, da hat sie Mandellikör genommen. Riesig. Naja, aus echter Liebe, da macht dir das auch nichts aus, wenn einer riesige Kochkünste entwickelt wird. Ich weiß nicht, wenn wir in der Schule nichts zu essen gekriegt hätten, keiner von uns Kindern hätte überlebt. Dann hätte mich jetzt keiner daran erinnert, dass ich Geburtstag habe. Sag mal, hast du Dulla kein Weihnachtsgeld gegeben? Warum? Im Gästezimmer sieht das ja fürchterlich aus. Die verlangt jede Woche mit mehr Geld. Wisst ihr warum? Nee, warum? Ja, in der letzten Zeit, da fährt sie immer mit Mercedes hier vor. Ja, zum Saubermachen. Und der will natürlich bezahlt werden. Lass sie doch. Sie muss doch ihrer griechischen Verwandtschaft das deutsche Wirtschaftswunder zeigen. Was denn für ein Wirtschaftswunder? Na, alles wundert sich über die Wirtschaft. Ja. Irgendwo ist da der Wurm drin. Steht auch überall drauf. Made in Germany. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ist ja eine Putzfrau mit einer Limousine hier angebraust kommt. Ja, apropos angebraust. Wer kommt denn eigentlich am Montag zu deiner Feier angebraust? Ach, alles bloß Schrott. Was soll das heißen? Das reinste Ersatzteillager. Aus der Ansammlung von falschen Haaren, falschen Zähnen, falschen Hüften, Hörgeräte und Herzschrittmacher. Da könnte der liebe Gott die Hälfte von den Gästen noch mal näher machen. Am schlimmsten ist die Frau von meinem Kompagnon, Gott hab ihn selig. Die hat sich liften lassen. Die habe ich bloß eingeladen, weil ich immer darauf warte, dass ihr die Nähte aufplatzen, wenn sie mal lacht. Du bist wirklich böse. Wieso? Ich bin furchtbar nett zu ihr. Ich vertell ihr egal welche Witze. Das ist doch bloß, damit du schneller deinen Willen kriegst. Ja, sicher. Man, die braucht bloß anfangen zu lächeln, ne? Dann sind ihre Schmerzen schlimmer als ihr Vergnügen und ihr Gesicht rastet wieder ein. Na, vielleicht kriegt ihr das am Montag, ja. Ja, das wäre mein schönstes Geburtstagsgeschenk. Und wann soll das losgehen? Oh, am frühen Morgen, ne? Um 11 so. Dann haben wir das am Vormittag hinter uns und dann kann das alles wieder so laufen, wie wir das gewohnt sind. Ich sag mal, Kunstmaler aus Frankreich mit FF. Wann kommt das Buffet? Buffet, das ist er. Nee, ich will wissen, wann das Buffet kommt. Was denn für ein Buffet? Mit dem du deine Gäste traktieren willst. Naja, das müssen wir nun bestellen. Was soll das heißen, nun? Na, in Haus Abendsonne anrufen und bestellen. Heute
Am Samstagabend. Ja. Da ist doch kein Mensch mehr da und morgen ist Sonntag. Da ist auch niemand da. Wer soll denn das Buffet machen? Dafür muss doch eingekauft werden. Nein, im Krieg müssen wir auch damit auskommen, was wir da haben. Ich habe in deinen Kühlschrank geguckt. Da liegt ein Eisbeutel gegen Kopfschmerzen, deine Rheumasalbe, ein Pott Margarine, ein halbes Weißbrot und eine Anstaltspackung Viagra. Wofür brauchst du Viagra? Damit ich nachts nicht aus dem Bett kuller. Na, das gibt ja eine feine Party. So, Drogen und Sex, das ist doch ein gutes Thema für eine Geburtstagsfeier am 80. Hättest du nicht lieber was in deinem Lokal hier an der Ecke bestellen sollen? Ich habe das Haus Abendsonne mal gebaut, ne? Und ich bin auch immer noch im Vorstand von diesem Altersheim. Die können ruhig mal ein paar Butterbrotchen für mich schmieren. In so einem Altersheim wissen sie doch am besten, was alten Leuten gut tut. Denen ist das doch egal. Hauptsache die Köchin hat das einmal durch den Mixer gejagt. Die Kantine kann sich sehen lassen. Die haben schon immer die Canapés gemacht, wenn ich was zu feiern hatte. Ja, und dann sind gleich wieder ein paar von deinen Freunden gestorben. Aber ohne die Canapés da hätten sie nicht mal den Weg nach Hause geschafft. Canapés zum 80. Geburtstag. Das klingt ja wie alte Sofas. Das sind alte Sofas. Wer sich einmal darauf einlässt, der kommt seinen Lebtag nicht wieder hoch. Ach, da kannst du deinen Gästen nun wirklich nicht mitkommen. Wenn das denen nicht passt, dann brauchen sie ja gar nicht erst herzukommen. Sie kommen nun aber mal, und zwar Montag, Punkt 11, 30 Gäste. Ja, dann werden sie eben alle wieder ausgeladen. Sag mal. Wie denn? Schreiben geht? Nee, zu spät. Und anrufen. Hast du alle Telefonnummern? Nö, ist ja nicht gediegen. Seit meinem 60. Geburtstag wird mein Adressbuch immer dünner. Tut mir leid. Oh, das braucht ja nicht leid zu tun. Das macht die Sache doch viel einfacher. Die meisten, die haben jetzt dieselbe Adresse. Kein Mucksmeerstraße, an dem Ruhe in Friedenplatz, in dem Stadtteil Radieschen von unten. Na, die brauchen ja jetzt nichts mehr. Ja, das sind mir auch die Liebsten. Aber den anderen, denen musst du noch was auftischen. Ich habe wohl ein Dutzendmal mit dir telefoniert. Du hast mir sogar gesagt, das Buffet wäre schon bestellt. Warum hast du das denn bloß nicht gemacht? Auch ein. Ja. Ich hatte zu viel zu tun. Ich hatte einfach keine Zeit. Was hattest du denn zu tun? Hör mal, mein Junge. Wenn du mit 80 am Morgen unvermutet aufwachst, ne? und dir tut nichts weh, dann denkst du doch gleich, du bist tot. Ja, und du hast dein Sterben nicht mal gemerkt. Und wenn du dich von dem Schreck erholt hast und wenn du dich nach einer Viertelstunde noch auf deinen Namen besinnen kannst und wenn du dich noch so verrecken kannst, dass du den rechten Schuh an den rechten Fuß kriegst und den linken an den linken Fuß und wenn du das dann auch noch schaffst, die Unterbüchse und die Büchse da überzuziehen, ne, dann hast du für einen Tag schon genug gemacht. Das heißt, wenn Montag um 11:30 Gäste vor der Tür stehen, können die froh sein, wenn du ihnen nicht im Schlafanzug gegenüberstehst. Im Schlafanzug? Ich schlaf splitternackt? Das finde ich viel erotischer. Was soll denn an deinem Schrumpelstilzchen erotisch sein? Um einen Brecher zu verjagen, langt das. Mädchen, kann das angehen, dass deine Brüder Georg und Joachim was organisiert haben? Ja, das wäre möglich. Oh, ich kann mich darauf besinnen. Ich habe sie sogar darum gebeten. Oder habe ich mir das verbeten? Ja, eins von uns beide wäre es ja. Ich ruf sie an. Ja, aber die haben sicher nichts gemacht. Als ich damals meinen Herzinfarkt hatte, da musste ich mir die lebensnötigen Pillen auch selber in der Apotheke abholen. Du hast doch nie einen Herzinfarkt gehabt. Aber um Hang hoher. Ja, obendrein wäre ich auf dem Weg zur Apotheke beinahe noch überfahren worden. Mailbox. Aber der Autofahrer hat wohl gedacht, was soll ich den alten Kerl noch umfahren? Der lebt da sowieso nicht mehr lange. Warum solltest du dir Pillen für einen Herzinfarkt holen, den du gar nicht hattest? Ja, Mann, ich wollte doch bloß mal fragen, ob Sie auch alles vorrätig haben. So ein Herzinfarkt kann immer mal passieren. Oh, beim Herzinfarkt geht man zuerst ins Krankenhaus und nicht in die Apotheke. Ins Krankenhaus kriegen mich keine 10 Pferde rein. Du. Ich kuriere meine Herzinfarkte zu Hause. Ja, beim Hausarzt.
hat mir gesagt, Was denn für ein Hausarzt? dein Sohn Joachim. Och, der. Ja, er hat mir gesagt, dass manch einer, der 50 ist, auf dein EKG neidisch sein kann. Ja, hallo ihr beide. Meine liebe Beata, mein lieber Georg, hier ist euer Bruder Max. Ich bin hier bei Vater angekommen und stehe kurz vor einer Katastrophe. Krisensitzung ist angesagt. Meldet euch so schnell wie es geht. Tschüssi. Ach, Joachim ist ein schlechter Doktor. Ich bin zweimal in der Woche bei Ihnen. Meinst du, der findet irgendwas? Das Einzige, was man neben deiner besten Gesundheit finden kann, das ist deine Fantasie. Mit deinen ausgedachten Krankheiten kannst du ganz Hamburg ausrotten. Wenn du den Ärzten heutzutage nicht selbst sagst, was du hast, dann finden die das niemals. Ich bin bloß so alt geworden, weil ich mich immer selbst repariert habe. Ja. Oh, was ist das denn? Die Feier ist doch erst morgen. Übermorgen. Das sage ich doch. Ach, ich gehe schon. Die Geschenke an das Personal. Ich bin jetzt noch zu sprechen. Ich muss mal eine Jacke überziehen. Komm rein! Max sollte gerade bei euch anrufen. Wie kommt das, dass ihr schon da seid? Na, weil ihr schon da seid. Oh Gott, Wolfgang, du fein, dich zu sehen. Hallo ihr beide, ich freue mich euch zu sehen. Das ist das Gute an Geburtstag. Man sieht sich endlich mal wieder, ohne dass jemand gestorben ist. Und am Ende noch heiraten muss, nicht? Ach, hallo, mein lieber Max. Ihr kommt genau im richtigen Augenblick. Warum habt ihr gerade von mir gesprochen? Ich wollte gerade bei euch anrufen. Oh, schön, dass du deinen Freund mitgebracht hast. Schön, dass du auch mitgebracht worden bist. Nicht wahr? Ich wollte euch mit ihm eine Freude machen. Ja, der Schwule als Pralinee-Ersatz. Ich bin heutzutage das Mitbringsel für jede Einladung. Und Socken hat man die ja schon, nicht? Gut siehst du aus, wie schick, wie immer. Oh, danke. Du wirst aber auch immer schöner, du. Ach Mensch, schade, dass ich nicht mehr frei bin. Schade, dass er nicht mehr frei ist. Ist es in der letzten Zeit so eng? Oh, Max wird alt. Ich kenne ihn noch ganz anders. Ja, das ist ja interessant. Vielleicht sollten wir uns mal auf so eine Tasse Tee treffen, dass ich ein bisschen mehr über ihn erfahre. Ne? Ich sag bloß so viel. Nach allem, was ich gehört habe, war er ja so eine Art Frontkämpfer, als es um die sexuelle Revolution ging. Stimmt. Ich bin durch dick und dünn gegangen. Man könnte wohl eher sagen, durch dicke und dünne. Vorsicht, Silvi, du weißt doch, wer im Glashaus sitzt. Musst du nicht eifersüchtig sein, Max. Ich werde dich schon nicht an deinen Wolfgang ranschmeißen, du. Da wäre ich mir nicht so sicher. Sie schmeißt sich an alles rein, was zwei Beine hat. 3, mein Cheater, 3. Wie wär's denn mal mit einem Tausendfüßler? Also doch verwechselst du was. Ich stehe nicht auf Füße. Ich stehe auf Beine. Eben auf alles, was stehen kann. Frauen, die sich an alle Männer ranschmeißen, nennt man Nymphomanin. Wie nennt man das eigentlich beim Mann? Schwul. War nicht witzig. Ich meine Männer, die Frauen anmachen. Lesbisch. Da hat er recht. Als Walter Scheel erzählt worden ist, dass seine Tochter eine Frau liebt, soll er gesagt haben, na und? Ich liebe doch auch Frauen. Warum wolltest du uns anrufen? Weil ich wissen wollte, was ihr zu Vaters Geburtstag vorbereitet habt. Wir? Montag um 11 kommen die Gäste, wann kommt das Buffet? Keine Ahnung. Er wollte sich selbst um alles kümmern. Er hat gesagt, wir könnten ihm zur Hand gehen, wenn er 100 wird. Will hoffen, das wird nicht nötig sein. Bitte? Ich bin sein Arzt. Mit meiner Hilfe wird er das dann auch noch selbst zustande bringen. Ach, wir haben Richard ein Horoskop erstellen lassen. Danach wird er 100 Jahre alt. Das ist doch eine gute Nachricht. Was ist daran gut? Das ist der Humor eines Doktors. Tja, Richard hat uns gesagt, er hat euch den Auftrag gegeben, alles zu organisieren. Im Gegenteil, er hat uns verboten, dass wir uns darum kümmern. Ich habe ihm doch den Vorschlag gemacht, ins Atlantik zu gehen. Das wäre standesgemäß gewesen. Standesgemäß für ihn oder standesgemäß für euch? Das ist doch jetzt Vaters 80. Geburtstag, nicht? Und denn, wir kennen den Manager von diesem Hotel. Er ist bei uns im Golfclub. Ach, seid ihr auch schon in dem Alter? Wieso? Na, Golf ist für Senioren doch der einzige Sport, bei dem das Einlochen noch klappt. Was?
Das nennst du Sport, wenn einer in lückenkarierten Büchsen über die Wiese stiefelt? Mit Golfspielen sichert man sich seine Stellung als Frührentner. Snacki, Mann. Das Atlantik wäre auf jeden Fall besser gewesen als die Gulaschkanone von der Heilsarmee. Als er die bei seinem letzten Geburtstag ausgeliehen hatte, haben sie alle gedacht, das wäre die Vorspeise. Sie sind dann bis tief in die Nacht geblieben, weil sie verzweifelt auf den Hauptgang gewartet haben. Bloß Beate und Georg, den hat der Eintopf so gut geschmeckt, dass sie die Reste in Milchkanne abgefüllt haben, die sie mitgebracht hatten. Sollten wir Fanny auf den Resten sitzen lassen? Wir halten uns immer an das Motto, Kampf dem Verderb. Hallo, ihr Lieben. Ihr kommt wie gerufen. Ja, lustig, wenn von irgendjemandem gesprochen wird. Bums! Oh, da steht er in der Tür. Das ist das Gute an Geburtstagen, dass man sich endlich mal wieder sieht, ohne dass irgendjemand gestorben ist. Den Satz hat er von mir geklaut. Wenn sie nun meinen Satz sagt, dann knall ich ihr eine. Oder am Ende heiraten muss. Ich knall ihr eine. Na, Bruderherz, wie geht's dir? Ach, frag mich nicht. Ging ich doch neulich mit Beate an der Elbe spazieren. Schmeißt sie doch ständig Steine ins Wasser. Oh, bitte euch nicht diesen Witz. Frag ich sie, was soll denn das? Sagt sie, kannst nicht lesen. Da drüben steht doch Deutsche Werft. War nicht komisch. Ja, du kannst einem wirklich leid tun. Den hat er in seiner Stammkneipe gehört. Ja, ich habe noch mehr. Wollt ihr die auch hören? Nee, danke. Na gut. Hier, ich habe uns eine schöne Buddel Wein mitgebracht zum Anstoßen. Was ist das denn für ein Wein? Den trinken wir immer. So, und der bekommt euch. Der ist nicht zum Anstoßen, der ist zum Aufstoßen. Winzer sollte sich die Socken ausziehen, ehe er die Weintrauben platt tritt. Ich hol mal Gläser für dieses Frostschutzmittel mit Farbstoff. Wollen wir das nicht lieber gleich in die Scheibenwaschanlage kippen? Wenn du den da reinkippst, dann kannst du gleich das ganze Auto verschrotten. Ja, dann trinkt sie das doch lieber selber. Denn ist der Schaden nicht so groß. Aber Beate. So, unser Auto ist ganz neu. Und ich bin mal bloß eine alte Schachtel, nicht? Wo ist Fanny eigentlich? Ja, der wollte sich umziehen. Was hast du doch so eilig, uns zu sehen? Was ist denn bloß passiert? Wir kommen hier an, wollen hier ein ruhiges Wochenende verbringen, am Montag schön Geburtstag feiern und dann kriegen wir zu hören, dass noch nichts organisiert ist. Ihr lebt doch hier bei Vater, ihr wisst doch, dass er selbst nichts mehr macht. Ihr seid doch hier zu Hause, da muss ich doch nicht erst aus Berlin angereist kommen. Wir wollten ihm ja helfen, aber er hat uns das verboten. Ich wollte sogar eine Charlotte Russ für ihn machen. Russ? Kein Wunder, dass er sich das verbeten hat. Dabei macht diese Petersburger Torte so viel Arbeit. Ja, und dafür muss man ja die nächsten 14 Tage dankbar sein. Auf uns hört Richard doch überhaupt nicht. Auf uns auch nicht. Ja, der Einzige, der ihm was einflüstern kann, das bist du, Max. Möcht mal wissen, wie das kommt. Das kann ich euch sagen. Weil ihr beide, Georg und Beate, mich immer dazu bringen wollt, alles so zu machen, wie ihr wollt. Und weil ihr beide, Joachim und Sylvia, mich immer überreden wollt, alles so zu machen, wie ihr das für richtig haltet. Und weil ihr beide, Max und Wolfgang, mich einfach so nehmt, wie ich bin. Naja, vielleicht muss man anders sein, um die anderen so sein zu lassen, wie sie sind. Du meinst andersrum? Wenn er das gemeint hat, hast du keine Chance, mein lieber Bruder. Was macht der schwule Adler nach Feierabend? Oh, bitte nicht, Georg. Er fliegt auf seinen Horst. So, und nur noch ein paar Witze über Frauen und ein paar Witze über Juden und dann hat er alle Vorurteile vom Stammtisch durch. Ja, wenn er solche Witze erzählt, klingt das immer so intolerant. Ach, hör mal, du weißt doch, dass ich eigentlich nichts gegen euch habe. Oh, danke für das eigentlich. Mal abgesehen davon, dass ich meinen Bruder bannig gern hab, sind auch die Schwulen meine besten Kunden. Ach, kaufen die so viel Schmuck bei euch? Nee, aber teure Uhren. Tag, Buddy! Tag, Fanny. Gut siehst du aus. Was hast du denn für eine fürchterliche Strickjacke an? Ja, die habe ich von Beate und Georg zu Weihnachten bekommen. Die kommen mir irgendwie bekannt vor. Hatten wir euch die nicht für die Altkleidersammlung gegeben? Ich habe sie zu Weihnachten bekommen. Wir haben sie ihm bloß für die Gartenarbeit gegeben. Ich habe sie zu Weihnachten bekommen. Also, Ach, Herrgott. Was soll man Fanny denn auch anderes schenken? Der hat doch alles. Ja. Wo warst du denn heute Nachmittag? Ich habe in einer Tour versucht, dich anzurufen. ich war auf dem Friedhof. Mutti besuchen. Genau. Kühnkram. Mutti besuchen. Am Sonnabendnachmittag ist auf dem Friedhof immer Witwenball.
Jetzt haben sie ihre Männer unter die Erde gebracht, jetzt kommen sie mit Blumen und polieren die Grabsteine. Und da ist Fanny dann immer der Hahn im Korb. Zwischen den Toten und den Halbtoten ist der Halbtote immer noch König. Oh, Fanny, du bist doch kein König. Nee, ich meine, du bist doch kein halbtoter König. Auf jeden Fall ist das ein Platz, wo er Leute trifft, die noch älter sind als er. Ja, wohin soll ich denn gehen, wenn ich mich mal ein bisschen amüsieren will? Ja, die Kaffeefahrten darf er ja nicht mehr mitmachen. Seitdem er die alten Leute aufgehetzt hat. Keine Wärmedecken oder Kochpötte mehr zu kaufen. Sie haben ihn einfach vor die Bustür gesetzt. Ich musste bei Platterregen per Anhalter nach Haus fahren. Um keine Lungenentzündung zu kriegen, habe ich mir sofort eine Wärmedecke gekauft. Siehst du, wie gut, dass du diese schöne, warme Jacke hast, nicht? So, Leute, nun mal wieder zu unserem Problem. Wie kriegen wir das hin, Montag um 11, 30 Gäste so zu traktieren, dass die Familie nicht blamiert wird? Ich habe noch eine Flasche Sekt im Keller. Oh, gut. Dann brauchen wir bloß noch 100 Gramm Erdnüsse. Ach komm, seid nicht albern, wir müssen nun alle mit anpacken, dann kriegen wir das schon in den Griff. Ach, ein Charlotte Russ kann ich in dieser kurzen Zeit natürlich nicht mehr machen. Wackenglück. Da hilft bloß noch das Stramm zu organisieren, Wolfgang und ich. Ich kann Montagmorgen nicht, ich habe Probe. Ein Esser weniger. Was hast du denn für eine Probe? Du hörst nie nicht zu. Das hat er uns schon erzählt. Am Telefon. Warst du am Telefon oder ich? Ich. Also hat er dir das erzählt? Du kannst also Montag bei den Vorbereitungen nicht helfen? Nee, tut mir leid. Ich komme aber sicher später am Tag noch vorbei. Oh, da müssen wir ihn doch einplanen. Ich bin auf jeden Fall Montag um 9 bei Feinkost Müller. Der heißt Müller. Oh, dann ist er zu teuer. Das ist mir ganz und gar egal, wie die heißen und wie teuer die sind. Hauptsache, sie haben offen und ich kann einkaufen. Und Richard, du bezahlst. Oh, ich habe mein Geld fest angelegt. Ich kann leider nichts zahlen. Wenn die Gäste um 12 kommen, dann sage ich doch, ich bin vor einer halben Stunde auf eine Kreuzfahrt gegangen. Ja. Du alter Geizknochen, du wirst bloß einmal 80. Ja, und dafür werde ich jetzt fürchterlich bestraft. Hört gar nicht hin. Silvi und Joachim, ihr besorgt 30 Buddeln Champagner. 30 Buddeln Champagner, 5 Flaschen Sekt. Die kommen alle mit dem Auto, die dürfen gar nichts trinken. Stimmt, und die sind auch ohne Alkohol schon eine Gefahr für die Menschheit. Ja, ich hab ja kein Auto mehr. Wieso hast du kein Auto mehr? Ich war neulich an der Tankstelle und hab gesagt, ich hätte gerne für mein Auto einen neuen Scheibenwischer. Da sagt der Tankwart, ja, das Tauschangebot nehme ich an. Hast nicht verstanden, ne? Beata und Georg, ihr besorgt Brot und eine Geburtstagstorte. Bei Bromberger. Nee, nicht da, der ist viel zu teuer. Geh mal zum Bäcker an der Ecke. Vati, Bromberger sind die Besten. Wenn ich jetzt einen Herzinfarkt kriege, bezahlt ihr die Beerdigung. Ja, du kriegst ein Armenbegräbnis, dann haben wir das Geld für die Feier wieder raus. O-Saft brauchen wir auch noch 30 Buddeln. Ja, O-Saft ist in Ordnung. Ich kann der Champagner ja wegbleiben. Och, stell dich doch nicht so an. So. Denk doch mal daran, was ihr früher für Feste gefeiert habt. Auf den Tischen haben sie getanzt. Ja, und die Tische haben sich gebogen und nicht bloß von Natt und Tröd. Erinnert ihr euch noch an Muttis Schleiertanz als Salome, als sie den durchsichtigen Unterrock anhatte? Der Bischof hat versucht mitzutanzen, weil er schon gewaltig ein Sitzen hatte. Oh, das gab einen Skandal. Er konnte seinen Kopf nur retten, weil er gesagt hat, sie hätten eine Geschichte aus der Bibel ein bisschen verwegen nachgestellt. Wieso kennt Fanny den Bischof eigentlich? Hat Fanny den Michel auch gebaut? Ja, Beata. Er hat vor 700 Jahren mit dem Bau angefangen. Aber Fanny wird doch erst 80. Es gab selten einen Morgen, an dem das Gästezimmer nicht belegt war. Im Michel? Erinnert ihr euch noch an unsere erste Alkoholvergiftung? Wo könnte ich die vergessen? Oh, an dem Morgen, als alle noch geschlafen haben, haben wir die Reste aus den Gläsern getrunken. Den Magen mussten sie mir auspumpen. Da habe ich zugeguckt, du warst grün wie ein Marsmensch. Seitdem wollte ich Arzt werden. Du warst schon jemand Sadist. Oh, da fällt mir ein. Sagt der Masochist zum Sadisten, quäl mich, tu mir weh. Sagt der Sadist, nee.
Naja. Hier war vielleicht was los. Sogar Leute vom Theater sind hier ein- und ausgegangen. Apropos Leute vom Theater. Mann, war das peinlich, als wir mit ihm zum ersten Mal in der Oper gewesen sind, bei Hänsel und Gretel. Als die Hexe aufgetreten ist, da hat er lauthals dazwischen gekräht. Die kenne ich, die kenne ich. Ja, in den letzten Jahren ist es hier recht was stiller geworden. Ja, das Darum wird das Zeit, dass das Montag mal wieder so richtig hoch hergeht. Also gib dein Geld aus, solange du noch kannst. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Man besitzt nur, was man verlässt. Hamlet. Ja, Fadi, für uns musst du nichts machen. Nee, Fadi, wir wollen gar nichts haben. Wir kommen schon zurecht. Macht ihr uns keine Sorgen, wir brauchen nichts. Das hab ich mir auch schon gesagt. Ihr braucht wirklich nichts. Georg, du hast ein Geschäft, was gut läuft. Und du, Joachim, bist ein hoch angesehener Doktor. Und du, Max, machst in der Werbebranche Karriere. Ja, aus allem, was wir sagen, macht er gleich einen GG. Einen was? Guten Gag. Ja, dafür würde er sogar seine Familie verkaufen. Warum auch nicht? Was ihr so von euch gebt, wunderbar. Ja, da hat Mädchen recht. Ja, und darum habe ich mich entschlossen, nicht für euch zu sparen. Für wen denn sonst, Fadi? Was ihr braucht, das habt ihr doch. Und alles, was ihr obendrein noch kauft, das macht euch auch nicht glücklich. Was zählt und was euch irgendwie verloren gegangen ist, das ist das Miteinander von Mensch zu Mensch. Wenn ich meine Enkelkinder heute auf der Straße treffen würde, ich wäre mir nicht sicher, ob sie das auch sind. Oh Herrgott, Pauline ist in Paris, hat nächste Woche Prüfung. Naja, und Tobias kann auch nicht einfach so weg. Keiner kann einfach so weg, bis er dann mit einmal weg ist. Aber sie lassen dich herzlich grüßen. Und Max, dein Sohn, den habe ich noch nicht wieder gesehen, seitdem ich ihm vor 5 Jahren sein Konfirmationsgeschenk gegeben habe. Ach ja, dafür soll ich dir auch noch von Herzen danken. Er hat sich prächtig rausgemacht, du wirst ihn gar nicht wiedererkennen. Sage ich doch. Nix für ungut. Naja, ich werfe es euch ja auch nicht vor. Die Zeiten, die sind eben so. Jede Generation hat heutzutage ihre eigenen Interessen. Und Vorsicht, wehe, da verirrt sich jemand. Aber Fadi, warum hast du denn nie nicht was gesagt? Wir hatten eigentlich immer das Gefühl, dass wir dich stören. Wann denn? Wenn ihr 3 Tage vor Weihnachten angerufen habt? Oh, du bist ungerecht. So wie immer. Ich habe einen Menschen kennengelernt, der mein Ein und Alles geworden ist. Was? Wie denn? Eine Frau, die mich braucht und der ich gern ein bisschen helfen möchte. Aber doch wohl nicht mit deinem Geld. Mit meinem ganzen Vermögen. Ist dein Tag, dieser Tag, der Blumen und Lichter, das ist dein Tag, wer dich mag, denkt heute an dich, fühl. Na, mein Lütten, wie geht's dir? Gut? Ach, das freut mich. Wie es mir geht? Doch, das spielt doch keine große Rolle mehr. Hm? Für dich schon? Das ist aber lieb, dass du das sagst. Ja. Dass mir das auf meine alten Tage noch passiert, da kann ich bloß unseren lieben Herrgott verdanken. Denn der weiß ja, wovon ich rede. Der ist ja noch älter als ich. Was? Ja. Ja, hier ist ein Mordsjuchheil. Alle Jungs mit Anhang sind hier und bringen meinen ganzen Junggesellenhaushalt durcheinander. Aber ich mache es ihnen auch nicht zu leicht. Sie wissen nie, ist der alte Kerl im Kopf nur so dumm oder tut er bloß so? Unter uns, manchmal weiß ich das selbst nicht. Was? Ja, Wolfgang ist weg. Der hat ja Probe. Woher weißt du das? Ich hab dir das gesagt? So? Darauf kann ich mich gar nicht besinnen. Ja, natürlich freue ich mich, dass Sie alle hier sind. Ja. Ja, aber besonders freue ich mich, wenn du gleich hier bist. Ja, ich habe Ihnen von dir erzählt. Ja, wunderbar. Ich freue mich ja so auf dich. Du ahnst ja gar nicht, wie ich mich auf dich freue. Und auf die Gesichter von meiner buckeligen Verwandtschaft. Stör ich?
Ja, du störst. Genauso wie die Lerche, als Romeo mit Julia ins Bett gehen wollte. Was denn? Ja, alles klar. Bis nachher, mein Schatz. Ja, tschüss, tschüss. Also ich Lerche, er Romeo, man wäre Julia. Du Schnepfe! Wenn du heute nicht Geburtstag hättest, wäre ich jetzt mucksch. Naja, dann stell dir doch einfach vor, ich hätte nicht Geburtstag. Wie du mit dem Charme noch irgendeine kennenlernen konntest, das will mir einfach nicht in den Kopf. Und wie du meinen Sohn rumkriegen konntest, das will mir nicht in den Kopf. Naja, da war sein Lebtag kein Leuchte des Nordens, aber an dem Tag, da sind ihm wohl alle Sicherungen durchgebrannt. Fadi, du bist gemein. Ach, mein Dear, nimm mich doch nicht so ernst. Für Georg ist das doch ein Glück, dass er dich hat. Ja. Ja, siehst du. War sie das? Wer denn? Naja, am Telefon, die große Unbekannte. Ach so, ja, das war sie. Sie kommt doch wohl hoffentlich nicht hierher zu unserer Geburtstagsfeier. Hast du auch Geburtstag? Nee, wieso? Weil du sagst, zu unserer Geburtstagsfeier. Nee, ich meine natürlich zu deiner. Ja, da kommt sie. Meinst du, Mutter hätte sich darüber gefreut? Damals sicher nicht. Aber ich denke, heute steht sie da drüber. Oder besser gesagt, sie schwebt darüber. Trotzdem solltest du dir das noch mal durch den Kopf gehen lassen. Das hat doch kein Schick und Anstand. Denk doch mal an deine Kinder. Ja, mit Schick und Anstand könnt ihr hinter meinem Sarg herkrabbeln. Solange ich feiere, geht das hoch her. Und warum sitzt du dann hier noch rum? Warum soll ich denn nicht hier sitzen? Das ist doch meine Wohnung. Aber wir wollen uns doch noch ein bisschen fein machen, nicht wahr, Fadi? Na, du kannst dich ja fein machen. Ich muss mich nicht fein machen. Ja, aber ich hab mich doch schon fein gemacht. So, davon sehe ich nichts. Ich habe mir extra ein neues Kleid gekauft. Und warum hast du das nicht angezogen? Aber ich hab das doch an und beim Friseur bin ich auch gewesen. Ja, den Prozess gewinnst du. Wohin willst du denn? Ich will nirgends hin, Fadi. Ich habe mich für dich fein gemacht. Oh, das hättest du auch lassen können. Ich will Fernsehen. Was guckst du denn da? Ja, wenn ich das wüsste, du störst mich an aller Tür. Hallo! Hallo, Beata, fass doch bitte mal mit an, das muss alles gleich in die Küche. Aber du bist doch gerade an der Küche vorbei. Was ist das denn? Warum bist du noch nicht angezogen? Wieso? Ich bin doch angezogen. Was soll ich denn noch anziehen? So kannst du nicht bleiben. Was macht ihr denn bloß für ein Gewirbel hier um mich herum? Seit gestern ist hier ein Gedon, ein Gewes. Du hättest uns das auch ruhig ein bisschen leichter machen können. Bei was denn? Auch wenn Dola wenigstens schon mal das Geschirr abgespült hätte, da lag ja noch der Staub vom letzten Weltkrieg drauf. Das wird doch gar nicht gebraucht. Warum soll man das denn unnötig abnutzen? Aber heute wird das doch gebraucht, Fadi. Für wen denn? Ich brauch das nicht. Aber die Geburtstagsgäste. Welche Geburtstagsgäste? Deine, Fadi. Wer hat denn Geburtstag? Du! Schon wieder? Ich hatte doch gestern erst. So, nun geh uns nicht auf die Nerven. Mach den Fernseher aus und zieh dich an. In der Stunde sind deine Gäste da. Ich hab doch gar keinen eingeladen. Also, bist du nun so dumm im Kopf oder tust du nur so? Das haben wir doch nun gestern alles lang und breit verhackstückt. Du kannst mir doch nicht weismachen, dass du das alles wieder vergessen hast. Max nicht heute an seinem Geburtstag. So, Beate. Beata. Vergiss ihren 40. Geburtstag schon seit Jahren. Dann kann ich mal behaupten. Ich hab ja auch schon fein alles rausgelegt. Ich hab aber keine Lust, mich anzuplünnen. Ich mach mir Sorgen um Fadi, Max. Wie alt werde ich denn heute? Oh, Fadi, 80. Also 40 Jahre älter als du vor 5 Jahren. So, meinen 40. Geburtstag feiere ich doch erst nächstes Jahr. Das wird aber auch höchste Zeit. Mach dir da nichts draus, du kennst Richard. Er lässt sich immer mal so ein bisschen böse aus. Ich finde, du hast nie besser ausgesehen. Wie Fallobst kurz vorm Aufschlag. Was? Dieses Kompott sieht nicht wirklich gut aus. Dabei ist das von Bromberger, unanständig teuer. Beinahe habe ich geglaubt, du hast mich gemeint. Was?
er hat mich gemeint. Sag mal, was ist das mit dieser Freundin von Richard? Ihr wart vorgestern so schnell weg, dass ich gar nicht mehr fragen konnte. Ich wäre ja fast aus den Puschen gekippt, als ich das gehört habe. Er will sie uns heute vorstellen. Sie ist auch eingeladen. Was? Das ist doch wunderbar. Dann lernen wir sie kennen. Endlich mal ein neues Gesicht. Seit Jahren sieht man auf Geburtstagen und Beerdigungen immer dieselben Gesichter. Ja, bis auf das Gesicht, was gerade eingegraben wird. Ich schlag kein Wort mit der. Für mich ist ja einfach Luft. Vielleicht ist sie ja zum Anbeißen. Dann bleibt sie für dich auch Luft. Ich glaube, wir sollten nett zu ihr sein. Vielleicht wird sie ja unsere Stiefmutter. Und vielleicht ist sie ja sogar eine Dame vom Fach. Tönkram. Du sag mal, kannst du bei uns alten Herren nicht mal ein bisschen vorfühlen? Ja, man muss doch wissen, wer sie ist und was sie will. Na, was wird die schon wollen? Ich sag bloß, Erbschleichen. Wenn es unbedingt sein muss, kann man ja ein paar Worte mit ihr wechseln. Du warst gar nichts mit ihr wechseln. Nicht mal Worte. Holla Beata, was höre ich denn da? Bist du etwa eifersüchtig? Ich? Eifersüchtig? Nee, sei doch nicht albern. Nee, ich will bloß die Übersicht über die Mätressen in dieser Familie behalten. Wer hat denn hier eine Liebste? Da kannst du mal deinen Bruder Georg fragen. Bitte, Beata, fang nicht schon wieder an. Holla, ich glaube, das war höchste Zeit für ein Familientreffen, damit man mal wieder auf den neuesten Stand gebracht wird. Was ist denn los bei euch? Ach, du weißt das vielleicht nicht, aber der Apfel fällt nicht weit vom Pferd. Was heißt das? Was dem Vater recht ist dem Söhn billig. Hör gar nicht hin. Na, mit dir rede ich nicht. Ist das ein Versprechen oder eine Drohung? Kannst du dich mal klar ausdrücken? Ja, weißt du denn nicht, dass Georg mich mit seiner Verkäuferin betrügt? Einkäuferin. Was höre ich denn da, Bruder? Ja, wir können doch froh sein, dass sie da ist. Dank dem Schmuck, den sie einkauft, schreiben wir endlich wieder schwarze Zahlen. Ja, das Zeug, was du da immer rausgesucht hattest, das wollte doch niemand haben. Ach, soll ich nun vielleicht auch noch dankbar sein, dass sie da ist? Wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich nichts mit ihr hab? Nicht mehr, mein Liebster, nicht mehr. Aber das liegt nicht an dir, das liegt an ihr. Sie will nichts mehr mit dir zu tun haben. Das ist doch dummes Zeug. Wenn das nach dir ginge, dann könnte da überhaupt keine Kundin in den Laden reinkommen, ohne dass du dir gleich, was weiß ich, einbildest. Schmuck wird meistens von Männern gekauft. Die Frauen, die zu dir kommen, die haben einen anderen Grund. Das ist doch zum Verzweifeln. Ja. Max, kennst du die Dirn aus dem Schwarzwald auf der Margarinepackung? Beata ist sogar auf die eifersüchtig. Dabei passt ihr eigentlich so gut zusammen. Ja, wie Pech und Schwefel. Soll das nun ein Kompliment sein? Ja, ich bin das Pech und du bist der Schwefel. Und wenn man bedenkt, dass wir schon seit 22 Jahren zusammen sind, 23. dann kann ich dir bloß zu mir und dass du so tolerant bist gratulieren. Ja, wir bleiben zusammen, unsere Ehe wird halten. Die Tasse mit dem Sprung hält immer am längsten. In den letzten 500 Jahren hat sich nicht eine Frau aus meiner Familie scheiden lassen. Oh, ich bewundere dich, dass du so weit zurückdenken kannst. Was ist das denn? Was soll das denn? Was hast du denn da an? Wieso? Das hat Beate für mich rausgelegt. Nein, das habe ich dir nicht rausgelegt. Ich habe dir deinen dunkelblauen Anzug rausgelegt. Ja, Mann, den habe ich doch schon für meine Beerdigung bügeln lassen. Wenn ich mich jetzt bekleckere, dann müsst ihr das doch vorher alles nochmal wieder sauber machen lassen. So, nun ist aber Schluss. Du ziehst nun auf der Stelle diese fürchterliche Strickjacke aus. Die habe ich von Beate und ihr zu Weihnachten bekommen. Ja, das wissen wir schon. Aber die ist für heute ein bisschen zu schlicht. Ja, und wir passen nun zusammen. Ihr habt bestimmt schon so viel erlebt wie ich. Du ziehst nun auf der Stelle diese Jacke aus und damit basta. Bloß los, Beata, in 50 Minuten kommen die Gäste und noch ist nichts fertig. Ja. Muss noch alles in Schüsseln und auf Platten verteilt werden. Das Hauptbuffet bauen wir in der Küche auf, dann kann man sich da bedienen. Ja. Ein paar Platten und Schüsseln stellen wir hier auf den Tisch. Lass das doch bloß alles in den Plastikschalen. Da müssen wir das nachher nicht abwaschen. Das Abwaschen kann Dullah übernehmen. Oh, das geht nicht. Der habe ich für eine Woche freigegeben. Gerade an dem Tag, wo sie nun wirklich mal gebraucht wird, gibt er ihr frei. Er wollte wahrscheinlich das extra Geld für die extra Arbeit sparen. Alter Geizknochen. Wieso? Beate und Silvia machen das doch viel besser. Außerdem kosten die nichts.
Ich will hoffen, Silvia kommt alleine damit klar. Aber du wirst ihr doch zur Hand gehen. Ich bin nachher gar nicht mehr hier. Du willst schon früher wieder weg. Sobald wir hier fertig sind, hau ich ab. Ich bin ja nicht eingeladen. Das Geschirr muss dann nachher wieder abgewaschen werden. Sehe ich das richtig? Das siehst du richtig. Gut, dann bist du jetzt offiziell eingeladen. Vielen Dank, Fadi, aber ich warne dich. Ich bin Geschirrspüler mit Schleudergang. Oh, entschuldigt bitte, sie kann nichts dafür. Sie ist eben blond. Oh, da fällt mir ein, Millionen von Blondinen stehen vor der Himmelstür. Wisst ihr warum? Das war die größte Rückrufaktion, die das jemals gegeben hat. Jetzt werde ich zurückgerufen. Witzbold! Was machst du denn da? Wieso? Was mache ich denn? Du bist am Essen. Ja, ich versuche zu frühstücken und schon eine Stunde zu spät. Aber das Buffet ist noch nicht eröffnet. Ich habe das aber schon bezahlt. Wenn du nicht ratzfatz aufhörst, nehme ich dir deine Prothese weg. Weißt du, was das ist? Das ist Mundraub. Das ist Notwehr. Das ist ja wie bei Onkel Tutti im Haus Abendsonne. Dem haben sie die Prothese auch weggenommen, weil er 14 Tage versucht hat, seinen Mitbewohner aus dem Doppelzimmer rauszubeißen. Und? Hat er sein Einzelzimmer gekriegt? Nee, sie haben ihm sein Esszimmer gegen eine Schnabeltasse eingeklaut. Dann pass mal auf, dass dir das nicht auch passiert. Ja, seitdem ich das weiß, habe ich immer meine Ersatzprothese bei. Was ist das denn? Wo hast du die denn hier? Die habe ich von der Witwe Luch. Die hat sie ihrem Mann weggenommen. Was? Der braucht sie doch nicht mehr, der ist doch tot. Das ist doch gelogen. Ja, und wenn schon, das könnte doch angehen. Du machst einem das wirklich nicht leicht. Du, sag mal, weißt du, warum Altersheime immer an Straßen gebaut werden, auf denen viel Verkehr ist? Damit die alten Leute noch ein bisschen was vom Leben mitkriegen. Nee, damit man die alten Leute schneller zum Friedhof kriegt. Die sind noch nicht mal mitten auf der Kreuzung, dann haben die Autos schon wieder grün. Und dann geht die Jagerei los. Dann heißt das Rennen, was die alten Knochen hergeben. Sonst gibt es eine Gratis-Stadtrundfahrt auf der Kühlerhalbe. Aber die meisten Altersheime liegen doch gar nicht an der Hauptstraße. Ach, bei alten Knochen, da langt schon Tempo 30. Sag mal, Richard, Ja. wo wir gerade mal 2 Minuten allein sind. Ja, was ist denn? Was ist das für eine Geschichte mit dieser Dame, der du mit deinem Geld so großzügig unter die Arme greifen willst? Hast du was dagegen? Ist sie deine Liebste? Ich habe sie sehr gern, ja. Kennst du sie schon länger? Ist noch nicht so lange her, dass wir uns kennengelernt haben. Wo hast du sie denn kennengelernt? In einem Café. Einfach so? Ja, sie hat mich einfach so um Zucker gebeten und ich habe sie dann einfach so gefragt, ob ich sie zu einem Stück Pflaumenkuchen einladen darf. Und sie hat mich dann einfach so von ihrer Birne Helene probieren lassen und zum Schluss haben wir uns dann einfach so meinen Eierlikör geteilt. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass du so ein Casanova bist. Casanova, so würde ich das nicht sehen. Und was will sie nun von dir, nachdem ihr euch so konditorisch kennengelernt habt? Was alle Frauen so wollen. Und was ist das? Sie wollen sich unterhalten lassen. Und wie unterhältst du sie? Ja, wir gehen ins Kino, wir gehen schön essen und wir gehen tanzen. Du tanzt? Du hast doch nie getanzt. Wenigstens nicht mit Mutti.
Mit Mutti hatte ich 3 Söhne, mit der musste ich nicht mehr tanzen. Wenn ich dich recht verstehe, willst du also noch ein Kind? Ja, also auch wenn dir das Gebiet etwas fremd geworden ist, ne? Vom Tanzen bekommt man kein Kind. Geht ihr denn auch ins Bett? Ja, natürlich gehen wir ins Bett. Auch wenn sie deutlich etwas jünger ist als ich. Sie wird auch mal müde. Sie ist jünger? Ja, jünger als du. Geht sie noch zur Schule? Nee, sie hat schon einen Beruf. Sie ist Masseurin. Gott sei Dank wenigstens nicht minderjährig. Nee, letzte Woche ist Britta, wie alt ist sie noch? Ach so, ja, 32. Findest du, dass 32 für mich zu alt ist? Du liebe Zeit, wenn 80 für sie nicht zu jung ist. Hey, wenn ich mal was fragen darf. Ja, Mann los. Ich will nicht unschicklich sein, aber klappt das denn alles noch so bei dir? Du bist unschicklich. Ja, aber wenn du das genau wissen willst, solange die Orgel noch spielt, ist die Kirche noch nicht aus. Und hat sie da Spaß dran? Ja, das will ich doch hoffen. Was heißt das? Naja, ich meine, so weit sind wir ja noch nicht, ne? Ich meine, Britta ist zwar ein toller Feger, aber eine Braut für einen One-Night-Stand ist sie nicht. Ein One-Night-Stand? Also ich glaube, du wirst alt. Das heißt, einmal bumsen ohne Frühstück. Mal, wie schnackst du denn? Ja, was willst du? Luther hat schon gesagt, man soll dem Volk aufs Maul schauen. Ja, und ich habe der Jugend so ein bisschen aufs Maul geschaut, ne? Ich rede so, wie heutzutage die Kitties reden, weil ich mich durch Birgit bedeutend was jünger fühle. Durch Britta? Welche Britta? Ich meine, sie heißt Britta. Wer denn? Deine Birgit heißt Britta. Ach so, ja, wenn du das sagst. Nee, du hast das gesagt. Ja, also meine Birgit heißt Britta, ja. Ja, vorhin hast du das gesagt. Oder hast du ihren Namen vergessen? Nein, den habe ich nicht vergessen. Seitdem ich diese Gedächtnispillen nehme, kann ich mich auf alles wieder besinnen. Auf fast alles. Ne? Also auf jeden Fall heißt sie Britta. Ich habe gehört, deine Britta kommt auch zu deinem Geburtstag. Ja, natürlich kommt sie. Hast du was dagegen? Nee, du kannst machen, was du willst. Ja. Ich wollte dich nur warnen. Wovor denn? Du kennst sie doch gar nicht richtig. Vielleicht ist sie ja eine Heiratsschwindlerin. Ich möchte nicht, dass man dir wehtut. Ach, da passe ich schon selbst für auf. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich an deiner Stelle würde sie nicht kommen lassen. Ja, aber warum denn nicht? Sie ist doch schon unterwegs. Na, dann wird sie sich ja freuen, dich so zu sehen. Oh, verdammt, ja, da muss ich mich wohl doch anziehen. Wir haben uns vielleicht abgerackert. Was heißt hier wir? Na, ich musste dir doch zugucken, nicht? Wieso kommt ihr denn so spät? Ach, wir hatten gehofft, ihr habt schon alles klar, dass wir nicht auch noch mit anfassen müssen, nicht? Wenn ihr hier was essen wollt, dann müsst ihr auch was tun. Wer will denn hier was essen? Wir sind satt. Und außerdem, mein Engel, du weißt doch, Dummheit frisst, Intelligenz säuft. Wir sind ein bisschen spät, weil Sylvia sich nicht entschließen konnte, welches Kleid sie anziehen soll. Wieso? Hat sie zwei? Ich hab noch das Rote, aber das ziehe ich bloß zu besonderen Gelegenheiten an. Ja, und heute ist ja auch bloß der Geburtstag von meinem Vater. Ist dir denn gut, das Kleid? Hast ein bisschen was zugelegt, ne? Kommt das alles vom Saufen? Ich bin endlich aus der Pubertät raus. Das Ganze ist nichts anderes, als dass die Massen neu verteilt werden. Etwas üppiger an den richtigen Stellen. Ja, ach, du ahnst gar nicht, wie gern die Männer das haben. Ist es nicht so, Max?
Von mir aus kannst du so dick werden, wie du willst. Das ist nicht meine Baustelle. Mein Wolfi und ich schweben über höheren Wolken. Apropos Wolken. Woran sieht man, dass die Polen schon im Weltall waren? Der große Wagen hat kein einziges Rad mehr. Komm, Achim. Wirst ja schon mal die Getränke kalt? Gott, wo nüdelig, Achim! Beatas Käseigel. Das ist ja hier wie auf dem Kindergeburtstag. So, guck mal, was die Cocktailkirsche mit dem Käsestück gemacht hat. Sieht aus wie ein Blutgeschwür. Kennt ihr den? Kommt eine Frau beim Arzt. Hör jetzt sofort auf. Das gibt wichtigere Sachen, die wir beschnacken müssen. Was denn? Na, sie wird gleich hier sein. Wer? Na, sie, seine Liebste. Was? Die wagt Kopf und Kragen und kommt hierher? Na, denn werden wir Spaß kriegen. Ja, wie sollen wir uns verhalten? Willst du mit ihr schnacken? Schnacken? Ich werde ihr anständig die Beichte verhören. Wisst ihr, was Sezieren ist? Es war schon ein paar Jahre her, dass ich das im Anatomiekurs gelernt habe, aber gelernt ist gelernt. Fand jetzt sicher noch irgendwo ein rostiges Küchenmesser rumliegen. Mensch, endlich passiert hier mal was. Und ich hatte schon Angst, dass das wieder so eine langweilige Familienfeier wird. Wieder bloß mit denen, die nachgeblieben sind. Wie bei den 10 Lütten-Negerlein. Und einmal durchzählen. Ups, da waren es nur noch 9. Nur noch 8. Tante Dindi ist doch auch schon nicht mehr. Und Richard, seine Herzdame, wie alt macht die wohl sein? Vielleicht kriegt die ja schon Essen auf Räder. Das wäre doch gut, dann könnt ihr zumindest keine Geschwister mehr kriegen. Beruhigt euch oder regt euch auf, sie ist in den besten Jahren. Was soll das heißen? Sie ist im zarten Alter von 32 Lenz. Was? Da kann ja wohl nicht angehen. Fanny ist 80, dann ist er ja fast ein Kinderschinder. Ich kann dich beruhigen, Beata, das Jugendschutzalter ist auf 16 runtergesetzt. Er kommt nicht in den Knast. Ach, darum geht mir das doch gar nicht. Aber sie wird uns alle überleben. Da sollten wir doch froh drüber sein. Wieso? Na, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Seit Richards Dackel tot ist, kommt er ja gar nicht mehr unter Leute. So, ich fahr gleich ins Tierheim und hol ihm 9. Ach, und du meinst, das Tierheim nimmt denn seine Freundin? Wie kann so ein alter Knacker Du schnackst von deinem Vater. so ein junges Ding rumkriegen? So, das kann ich mir denken, dass das Eindruck auf dich macht. Am liebsten wärst du doch an seiner Stelle, nicht? Ich habe eben Pech gehabt. Es gibt Frauen, mit denen verbringt man einen Abend an der Bar. Und es gibt Frauen, mit denen verbringt man sein ganzes Leben. Und? Du gehörst zur ersten Sorte. Nur leider habe ich dich geheiratet, Schatz. Sag nicht immer Schatz zu mir, wenn du das gar nicht meinst. Schatz. Und dann denk daran, 70% von den Kettensägen werden von Frauen gekauft. Schatz! Georg hat sich zu Weihnachten auch eine Kettensäge gewünscht. Ja, eine Nervensäge habe ich ja schon. Wolfgang und ich werden nie heiraten. Wir sind freiwillig zusammen. Dann bleibt der Umgang miteinander länger frisch. Hast du denn gar keine Angst um dein Erbteil? Nö, warum? Na, ich meine, so ein junges Ding ist ja nicht umsonst mit so einem alten Knacker zusammen. Richtig. Und wenn sie Richard heiratet, dann halbiert sich glattweg euer Erbe. Na, hör mal, wir sind hier zum Geburtstag und nicht zur Beerdigung. Was zum Geburtstag gekocht worden ist, kann kalt noch auf dem Hochzeitstisch. Dann wasch ich aber nicht alles wieder ab. Nee, Beata, du wirst ein Streukind. Was? Du streust die Blumen. Nun mal in Ernst, Kinder. Wenn er dann mal stirbt, dann wollen wir da doch zumindest was von haben. Ich meine, das wäre doch zu ärgerlich, wenn wir uns mit der Hälfte zufrieden geben müssten, oder? Haben wir uns ein Leben lang mit ihm abgerackert? Und nun kommt da so ein junges Ding und schnappt uns die Tortenstücke vor der Nase weg. Wollt ihr ihn denn nicht einfach unter Kuratell stellen lassen? Geht das denn? Bei dir wäre das kein Problem. Jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich. Wir schicken ihn ins Heim. Da kann er denn zumindest keine Kinder mehr machen, nicht? Solange du da nicht als Krankenschwester arbeitest. Wenn eine junge Liebste unmündig machen sollte, dann sehe ich schwarz für 80% der deutschen Ehemänner. Kinder, ihr müsst mir mal helfen. Ja, gern, Fanny. Bei was denn? Ja, ich suche meine Manschettenknöpfe. Ja, sind die denn nicht in deinem Nachttisch? Ja. Also
Also ich glaube, ich habe sie in der Küche gesehen, im Mixer. Ich habe immer was zu suchen. In den letzten Jahren ihres Lebens hat Mutti mir genau erklärt, wo sie alles hingelegt hat. Aber ich habe, glaube ich, nicht richtig zugehört. Guck mal, Fadi hat in seinem Nachttisch lauter Frauenzeitschriften. Frauenzeitschrift? Alles voll nackter Weiber. Gut, sag mal her. Und die Manschettenknöpfe waren auch im Nachttisch. Ja, da habe ich doch nachgesehen. Dann hast du sie übersehen. Hörst du, ich werde alt. Tönkram. Das ist doch vorausgesagt. Du wirst 100 Jahre alt. Ja, warum willst du Gottes Güte in so enge Grenzen setzen? Du hast deine besten Jahre noch vor dir. Denk an deine junge Liebste. Alles braucht seine Zeit. Eine Zeit für die Dinosaurier, eine Zeit für Wolkenkratzer, eine Zeit für alte Bäume, eine Zeit für uns Menschen. Meine Zeit ist bald abgelaufen. Sei doch nicht so pessimistisch. Ich bin dein Arzt. Ich weiß, wie gut es dir geht. Ah, das weiß ich besser. Wenn ich an einem Friedhof vorbeigehe, dann binden die Würmer sich schon Lätzchen um. Aber wenn ihr mich dann mal einkurt, dann legt mich im Sarg bitte auf den Bauch. Warum? Wieso? Ja, auf dem Rücken schnarche ich immer. Und ich will Mutti nicht aufwecken. So, ich glaube, wir haben es geschafft. Alles fertig für die Gäste. Was sagt ihr nun? In 2 Stunden ein großartiges Geburtstagsbuffet für 30 Gäste bestückt. Na bitte, das geht doch. Wieso kannst du das eigentlich nicht auch? Wenn wir bloß 3 Gäste haben, dann stehst du eine Woche lang in der Küche. Mich braucht ihr gar nicht so groß einzuplanen für das Geburtstagsbuffet. Warum? Naja, das Geburtstagsessen ist doch bloß die Probe für den Leichenschmaus. Und da bin ich ja dann auch nicht mehr dabei. Ach, nun hör doch mal auf, so schwarz zu sehen. Sei doch froh, dass du 80 geworden bist. Ja, bin ich denn wirklich 80 geworden? Ist dir das immer noch nicht klar? Doch, eigentlich schon, ja. Aber abgesehen von der Gemeindeschwester, die letzte Woche hier war, hat mir da noch niemand zu gratuliert. Ach du liebe Zeit, deine Schuld. Ist dir das geschenkt? Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Hier ist unser Geschenk. Für dich. Herzlichen Glückwunsch, Fadi. Und hier ist wieder eine Gabe von uns, Fadi. Ja, und was ist das? Wieder eine alte Strickjacke? 3, 4. Happy Birthday to you. Genau. Happy Birthday to you. Gesundheit. Und das klingelt. Die ersten Gäste. Ich mache auf. Sieht unser Buffet nicht wunderbar aus? Bezahlst du das? Nee, natürlich nicht. Naja, dann sieht also mein Buffet wunderbar aus. Jetzt quengel hier nicht rum. Freu dich. Ja, freu dich. Ja, freu dich. Deine Freundin Britta ist da. Und da freue ich mich. Rein mit dir! Hallo, Liebling. Der alte Wolf wird langsam grau. Er kennt die Schliche, die man braucht, schon sehr genau. Der alte Wolf heult nur noch Moll. Er hat von hier und da und dort die Schnauze voll. Habt ihr mal auf die Uhr gesehen? 8:30. Wir haben gesessen, als wenn sie festgeklebt wären. Ja, wenn man in dem Alter erstmal sitzt, dann lässt man sich auch nicht so leicht wieder vertreiben, ne? Guck mal hier, wie die reingehauen haben. Du fast nichts mehr übrig. In der Küche ist auch nichts mehr da. Obwohl die meisten von ihnen Zucker, Magen, Leber oder Gallenkrank sind. Was um 11 als kleine Feier gedacht war, ist denn zum Mittagessen geworden und zog sich über Lücken-Kaffeeklönen bis zum Abendbrot hin. Ja, wer immer nur mit klitzekleinen Happen auf dem Seniorenteller zufrieden sein muss, ist natürlich froh, wenn er mal richtig zuschlagen kann. Ja, und Auswärtsessen macht nicht dick. Ja, dann scheinst du ja oft zu Hause zu essen. Und habt ihr gesehen, man konnte genau merken, wer Stammgast auf Mallorca ist. Immer wenn sie zum Buffet gegangen sind, haben sie ihren Schal über den Sessel gelegt.
Unser alter Dr. Neumann hat uns heute mehr Geschichten über Richard erzählt, als wir von ihm selbst erfahren haben. Ja, ich habe zum Beispiel gar nicht gewusst, dass er damals Muttis Herz gewonnen hat, weil er ihr zum 25. Geburtstag 25 Kerzen auf die Geburtstagstorte gesteckt hat. Na und? Das ist doch keine große Kunst. Ja, damals schon. Gab keine Kerzen zu kaufen. Ganze geklaut in der Kirche. Erst Jahre später hat der Mutti erzählt, dass der Pastor ihn damals erwischt hat. Und wo hat er denn die Kerzen her? Ja, der Pastor hat ihn tüchtig ins Gebet genommen, aber dann hat er ihm die Kerzen geschenkt. Bei den vielen lustigen Geschichten ist das kein Wunder, dass deine alten Freunde gar nicht mehr weg wollten. Ja, wenn Sie sich das nächste Mal wiedersehen, ein paar von Ihnen schon kein Auto mehr, sondern Flügel. Die kaufen sich Flieger in ihrem Alter. Ja, mein Engel. Dann sind sie dem lieben Gott schon ein Stück näher und er übersieht sie nicht so leicht beim Einsammeln. Hätten wir Fadi vielleicht lieber einen Flugschein schenken sollen? Naja, ist ja nun auch egal. Der kommt ja doch in die Hölle. Nicht auszudenken, wo sie dich hinschicken werden. Na, Hauptsache, ich muss da nicht auch hin. Du kommst auch gar nicht hin. Denn wo sie bis zum Hals in Milch und Honig sitzen, würdest du doch sowieso verdursten. Sylvie und ich wollen gar nicht in den Himmel. Wir haben's nicht so mit dem Frohlocken. Ja, da hast du auch keinen Grund zu, du bei deinen Spielschulden. Ja, wenn Richard dich damals nicht mit einem Teil von der Erbschaft rausgeholt hätte, dann würde deine Praxis doch jetzt schon der Bank gehören. Oh, danke. Danke, dass du uns das immer wieder unter die Nase reibst. Wir haben auch Alzheimer und hätten das um Hanghoher vergessen. Kinder, was soll denn diese vergrälte Stimmung? Ihr geht ja aufeinander los wie die Kannibalen. Das würde ich überhört haben. Ich bin dafür, dass die Kannibalen entschädigt werden. Dafür, dass sie ihnen ganz und gar ihren Platz zum Leben geklaut haben. Ja, da leben nun die Bayern. Ich bin für die Entschädigung der Hirntoten, damit Beate endlich ihr Geld kriegt. Wisst ihr, was Vertrauen ist? Ich krieg Geld? Wenn zwei Menschenfresser Oralsex haben. Wahnsinnig komisch, Georg. Ach, gib Beate doch mal einen Euro. Eigentlich ist das doch heute ein Freudentag. Wieso? Warum? Na, unser Vater ist 80 geworden, gesund und bei vollem Verstand. Also als Arzt muss ich sagen, dass ich an seinem Verstand meinen Zweifel habe. Habt ihr gesehen, wie unser alter Herr mit seiner jungen Freundin rumgeturnt hat? Das war ja nicht zu übersehen. Als Mann kann ich das allerdings verstehen. Sieh mal an. Sie gefällt dir wohl, was? Ja, ich muss sagen, sie hat was. Oh, na endlich war über sie gesprochen. Oh, ich hab gedacht, ich platz. Das ist Schande wert. Fadi hat die ganze Familie blamiert. Wieso? Die beiden waren doch heute die Attraktion. Also ich kann mich nicht darauf besinnen, dass ich mit Beate mal einer Meinung gewesen bin. Aber wo sie recht hat, hat sie recht. Vielleicht liegt das daran, dass sie Sprüttendun ist. Ich bin nicht Sprüttendun. Ich kann auch 2 mal 4 zusammenzählen. Und du bist nüchtern schon kein Einstein. Warum kann diese Britta nicht auch mal mit anfassen? Sie macht gerade mit Fadi in der Küche einen Espresso. In der Küche? Sollten wir da nicht zwischengehen? Beata, das ist kein Quickie. Das ist starker Kaffee. Ja. Und du scheinst einen starken Kaffee besonders nötig zu haben. Habt ihr gesehen, wie sie den Pastor gesegnet hat? Tünkram. Sie hat ihm bloß die Spinne unter der Decke gezeigt und hat gesagt, wenn du da nicht sofort runterkommst, dann hol ich einen Besen und schmeiß dich raus. Die Adresse von ihrem Schneider geben lassen, für den Fall, dass er mal eine neue Kutte braucht. Ich hab auch ein neues Kleid. Ach, richtig? Ja. Na, das habe ich doch gerade erst gesehen. Im Ausverkauf. Ein Restposten aus den letzten 20 Jahren. Oh. Zu deinem Kleid kann man bloß sagen, naja, wer das tragen kann. Sie kann's tragen. Und wie sich diese Britta hier aufgespielt hat, als wenn sie hier seit Jahren die Madame im Haus wäre. Und rumgescheucht hat sie mich. Wir brauchen noch eine Blumenvase, Beata. Der Bürgermeister möchte gerne noch ein Glas Champagner haben, Beata. Oh, ich war sowas von durch den Wind, dass ich dem Bürgermeister den Champagner in der Blumenvase gebracht habe. Darum hat er den ganzen Abend aus der Vase getrunken. Ich habe schon gedacht, er will eine neue Mode einführen. So unnütz bin ich mir das letzte Mal vorgekommen, als ich zum Abtanzball gegangen bin, obwohl ich
Mups hatte. Ich finde, sie hat das großartig gemacht. Für jeden Gast ein paar nette Worte. Allerdings hätte sie sich ein bisschen mehr um die Familie kümmern können. Du meinst wohl um dich. Was machst du denn da? Ich muss mich ein bisschen relaxen. Ich habe zu lange gesessen. Also ich habe mich wunderbar mit ihr unterhalten. Ja, akkurat die 2 Minuten, die sie mich in den Keller geschickt hat, noch eine Bulle Champagner. Ich finde, Britta ist ein Gewinn für die Familie. Du sagst das. Sie ist nicht bloß nett und sieht gut aus, sie scheint auch noch bannig was an den Hacken zu haben. Wahrscheinlich angelt sie sich immer reiche Männer, die dann alles für sie bezahlen. Soviel ich weiß, ist sie Witwe. Und wenn sie Richard heiratet, ist sie auf dem besten Weg, zum 2. Mal Witwe zu werden. So kommt schon Kapital zusammen. Ach, mein Engel, ich glaube, wir machen da was verkehrt. Ich kann Georg doch nicht umbringen. Warum denn nicht? Darf bloß keiner merken. Du willst doch am Ende schwarz tragen und nicht gestreift. Im Streifen sehe ich immer aus wie ein Pyjama. Ach, ihr könnt lästern, so viel ihr wollt. Ich will hoffen, dass sie noch ein bisschen bleibt. Ich würde sie gerne näher kennenlernen. Näher kennenlernen, hast du das gehört? Er möchte sie näher Ach, kennenlernen. Beata, bitte. Sie ist Fadis Freundin. Für mich ist sie wie eine Schwester. Ich habe auch Schwestern, aber von denen kennst du nicht mal die Namen. Und doch, deine Schwester Innocentia ist Chef in einem Kloster und deine Schwester Eberhard ist Chef im Knast. Siehst du, ich habe das gewusst, du hast keine Ahnung. Sie heißt nicht Eberhard, sie heißt Hartmute. Also ich finde die Lütte apart. Hartmute? Nee, Britta. Und sie versteht was von Wodka und Whisky. Ja, ich konnte sie gerade noch von ihr weglocken, bevor sie ihre Kenntnisse über Gin unter Beweis stellen musste. Ich hätte gern einen Gin-Fick. Was denn jetzt? Das erste oder das zweite? Beata, die gute Fee, erfüllt immer bloß einen Wunsch. Beata, du kriegst jetzt erstmal einen starken Kaffee, damit du wieder nüchtern wirst. Das, der Kaffee ist Oh, guck mal an, die Madame hat wirklich mal mit Angepackt. Recht gehasst, hast du recht, Beata. Na, Sylvia, wie hättest du deinen Kaffee denn gern? Schwarz für die Schönheit? Nee, mit Milch, bitte. Oh, das würde ich an deiner Stelle nicht riskieren. Bloß der wahr gewinnt auch, nicht? Tja, wenn man nichts zu verlieren hat. Und du? Beata. Ich hätte gerne 2 Stück Zucker. Zucker ist gut für den Verstand. Dann gebe ich dir gleich 4. Max gibt ihm wie immer heiß und süß. Ja. Du weißt schon länger, wie Max ihn trinkt? Ja. Ah. Ach, weißt du, manchmal haben Frauen sowas wie den 7. Sinn. Sie hat mir auch vorausgesagt, dass ich mit meinem augenblicklichen Verhältnis keine Kinder haben werde. Na, dafür brauche ich keine Wahrsagerin. Ach, willst du mit Wolfgang keine Kinder haben? Beata, vielleicht hast du das noch nicht mitgekriegt, aber Wolfgang ist auch ein Mann. Ja, ich weiß. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wie ist dein Wolfgang denn so? Sieht ganz gut aus, ist aber anstrengend. Sehr eigensinnig, ein bisschen verrückt und steht am liebsten in der ersten Reihe. Ach, typisch für einen sehr guten Schauspieler. Manchmal ist er ein richtiges Biest. Aber doch wohl auch sehr nett, oder? Georg! Ich hätte meinen Kaffee gerne mit Milch und Zucker. Oh, nascht von allem. Typisch Stier, du lecker Maul. Ja, das stimmt. Beim Fernsehgucken klaut er zu seinen Kartoffelchips auch noch meine Mohrenköppe. Ich bin wirklich Stier. Ich bin Jungfrau, seit ich zur Welt gekommen bin. Immer noch? Aber Georg, nicht Stier,
mehr genug, was? Ich hätte gerne eine Tasse Tee. Hagebutte Holunder. Nein, Kiwi Mango. Kollegin kommt gleich. Silvia! Du trinkst doch sonst keinen Tee. Ach, das war ein Scherz. Ich nehme ihn schwarz. Ach, du guter Junge. Du spielst hier die Madame im Haus ja wirklich gut. Als würdest du schon seit Jahren hierher gehören. Wie lange kennst du Richard eigentlich? Ach, lass mich nachrechnen. 14 Tage, 2 Nächte und 8 Stunden. Oh, also diese 2 Nächte, waren die vor oder nach den 14 Tagen? Oder in den 8 Stunden? Ihr seid 2 neugierige, vorlaute Stiefschwiegertöchter. Habt ihr das gehört, Brüder? Es scheint so, als wenn wir eine Stiefmutter bekommen. Ich will hoffen, Richard weiß das auch schon. Wieso? Wird sie auch seine Stiefmutter? Beata, gib mir doch bitte mal die Zeitung, ja? Ja. So. Mann, wo ist Richard überhaupt? Hier bin ich. Was hast du denn so lange in der Küche gemacht? Ich habe das Geschenk von Beate Beata! und Georg ausgepackt. So, und das Riesige, was da drin war, das hast du dann gleich angezogen, nicht? Beata. Wieso? Die hat Georg ausgesucht. Gefällt sie euch nicht? Ach, weißt du, Richard, mein Liebling, in den nächsten Tagen kaufen wir mal so richtig schicke Klamotten für dich. Ne? Wunderbar, das wollte ich schon immer mal machen. Du alter Geizknochen, du hättest dir doch für heute am liebsten auch den Konfirmationsanzug ändern lassen. Wenn man so viele schlechte Zeiten hinter sich hat wie ich, dann wird man geizig. Ja, nach allem, was ich heute von Max über dich gehört habe, hast du wirklich harte Zeiten hinter dir. Ach, Max, vielen Dank für dein schönes Geburtstagsgedicht. Nach dem, was du alles über mich so zusammengedichtet hast, da muss ich einfach 80 sein. Ja, über deine Reime haben sich wirklich alle bestens amüsiert. Ja. Wunderbar, Max. Wunderbar. Als kleiner Junge musste ich mal zum 70. Geburtstag meiner Großmutter ein Gedicht aufsagen. Darüber hat die sich aber gar nicht amüsiert. Wieso? Wie ging denn das Gedicht? Du armes Schwein, du tust mir leid, du lebst ja nur noch kurze Zeit. Das hast du gesagt? Was willst du? Ich war damals 5 Jahre alt und fürchterlich ängstlich vor meiner strengen Großmutter. Als ich vor ihr stand, da ist mir das Gedicht, was ich eigentlich aufsagen sollte, nicht eingefallen. Ja, und was ist dann passiert? Ja, mein Vater hat mir eine gelangt und meine Großmutter hat 3 Tage lang geschrien und krakeelt. Und denn? Dann war sie still. Was heißt das? Sie war tot. Ja, jahrelang bin ich nicht mehr zum Geburtstag eingeladen worden. Obwohl ich doch Recht behalten habe. Ach ja, wenn du mit deinen Voraussagen so oft recht behältst, hätte ich dich auch nicht mehr eingeladen. Ein Vorteil hatte das aber. Ich brauchte nie wieder, auch nicht zu Weihnachten, ein Gedicht aufzusagen. Ich habe als Backfisch mal ein Gedicht für die Kühe von meinen Großeltern gemacht. Beate? Nee, lass mal, das muss ich euch erzählen. Aber als die dann keine Milch mehr gegeben haben, da durfte ich bloß noch in Hühnerstall. Ja. Nun darfst du in die Küche Geschirr spülen. Oh, da. Die scheucht mich schon wieder. Geh nur mal los! Sag mal, Richard, Ja. wann lässt du deinen Geschirrspüler mal wieder reparieren? Oh, gar nicht, solange das noch blonde Geschirrspüler gibt. Solange brauche ich so einen Apparat gar nicht. Außerdem spare ich noch sehr viel Strom. Beate macht das Beata. doch für ein Stück Schokolade. Ich will mal sehen, ich glaube, ich habe noch welche im Kleiderschrank. Dann kann ich ja gleich Mottenkugeln lutschen. Ja, was willst du? Die Schokolade hat Mutti noch gekauft. Die muss langsam. Ich helfe euch! Ich trockne ab! Was? Das hast du doch zu Hause noch nie gemacht. Du willst doch bloß deiner Stiefmutter gefallen. Na klar doch. Ich will doch nicht, dass sie mich die Linsen aus der Asche sortieren lässt. Der steht ja um wie das Wetter. Achim! Sag mal, Max, hat unser Vater wirklich das Heiraten im Kopf? Das wievielte Frühjahr wäre denn das? Ist der Herbst lau und sacht, schlagen die Forsythien schon vor Weihnachten aus. Geht das auch mit ein bisschen mehr Prosa und weniger Poesie? Ja, klipp und klar. Wollen sie oder wollen sie nicht? Ich weiß es nicht. Das ist doch eine gediegene Situation. Du, dann wäre unsere zukünftige Mutter
Jünger als ihre Kinder. Und wenn unser Herr Vater noch so voll Saft und Kraft sein sollte, wie damals der alte Charlie Chaplin, und Britta so auf Empfang wie ihr Handy, dann müssen wir noch mit Lütten Steve-Geschwistern rechnen. Und das wären denn die Onkel und Tanten von unseren Kindern. Figelinsche Zustände in der Verwandtschaft. Und wenn denn eines Tages mein Sohn die Witwe Britta heiraten würde, dann wäre ich mein eigener Großvater. Georg, willst du deinen blonden Schleudergang in der Küche nicht mal so ein bisschen auf Touren bringen? Sie schreit schon wieder nach dir. Nee, da halte ich mich raus. Sonst kriegt der alte Motor noch einen Kolbenfresser. Na los, nun mal raus, zeig mal ein bisschen guten Willen. Ach, ihr wollt mich ausweisen. Aber ich habe einen Ausweis und kann mich ausweisen. Also könnt ihr mich nicht ausweisen. Naja, wenn ihr mich so nett bittet, dann weise ich mich selber aus und ziehe mich zurück. Ist das eine Landplage? Gott, kann der einem auf die Nerven gehen. Endlich mal einen Augenblick allein. Scherben bringen Glück, wie ich gerade höre. Richard! Nein, macht mal weiter. Ist dir das bitte nicht verkehrt? Das ist nicht so, wie du denkst. Was glaubst du denn, was ich denke? Hm? Mein Herr Sohn macht sich an meine Freundin ran. Oder soll ich sagen, an seine zukünftige Stiefmutter? Riech dich nicht auf, ich kann dir alles erklären. Das ist mir furchtbar peinlich, aber das ist alles ganz anders. Was glaubt ihr denn, wie mir jetzt zumute ist, was? Das ist ja wirklich eine böse Geburtstagsüberraschung. Ich gebe zu, das war wirklich ein bisschen böse, aber Britta wollte das so. Was? Du warst doch ganz und gar mit einverstanden. Hast du wieder die Seiten gewechselt? Wenn ihr auf mich keine Rücksicht nehmt, dann könnt ihr doch wenigstens ein bisschen an Wolfgang denken. Das tue ich doch die ganze Zeit. Aber ich hab ihn so ein bisschen vergessen. Ja, das glaube ich auch. Du bist ja ganz und gar aufgegangen in deiner Rolle. Aber ich muss sagen, du warst super, Wolfgang. Was? Wolfgang! Ich bin schon 80 Jahre alt, aber noch nicht rabbelig im Kopf. Du hast das gewusst? Nicht gleich. Aber Britta hat sich um meine Familie gekümmert. Ja, und als wir über dich gesprochen haben, Max, da hat sie mit einem Mal Mätzchen zu dir gesagt. Und? Es gibt nur einen, der Mätzchen zu dir sagt, und das ist Wolfgang. Ja, richtig, und? Ja, Britta war Max ja noch nie begegnet und Wolfgang auch nicht. Woher konnte sie also wissen, dass Wolfgang und nur Wolfgang zu dir Mätzchen sagt? Und das ist mir nämlich aufgefallen. Oh, und du hast das Verwechselspiel die ganze Zeit mitgemacht? Ja, ich wollte mal sehen, was ihr mit mir, alten Schusselkopf, so vorhabt. Du hast mich also als Britta zu deinem Geburtstag eingeladen, obwohl du gewusst hast, dass ich Wolfgang bin. Ja, ich wollte mal sehen, ob der Bürgermeister auch so auf dich reinfällt. Ja. Und er ist auf dich reingefallen und bannig sogar. Das gibt ein Mordsjuhai im Rathaus, wenn die zu wissen kriegen, dass der Bürgermeister die ganze Zeit mit einem Mannsbild rumposiert. Na, du solltest das vielleicht besser nicht sagen. Ich wollte viel früher mit dem Spiel aufhören, aber dann kam eine Situation nach der anderen. Ja. Und wir konnten den Rückwärtsgang nicht mehr einlegen. Bist du uns böse? Nein, böse bin ich nicht. Ich bin vielleicht ein bisschen traurig. Ich hatte mich nämlich schon so ein bisschen an Britta gewöhnt. Britta wollte doch bloß... Ich meine, Wolfgang wollte doch bloß ausprobieren, ob er die Rolle als Frau auch so spielen kann, dass man ihm das abnimmt. Ja, ich muss nämlich in meinem nächsten Stück einen Mann spielen, der eine Frau spielt, die eine Mutter spielt und die ganze Familie durcheinander bringt. Ja, ihr wolltet mich also so richtig schön auf den Arm nehmen. Moment. Nachdem wir uns zufällig in dem Café getroffen haben, hast du doch auf ein Rendezvous bestanden. Anders hättest du deine Britta nie wieder gesehen. Ja, du hast mich um Zucker gefragt und das mit einem Augenaufschlag. Ja. Mit einem Augenaufschlag. Also mir ist rein die Luft weggeblieben. Ja, ich wollte bloß mal ausprobieren, wie sich die Männer mir als Frau gegenüber so benehmen. Ob sie mir die Tür aufhalten, ob sie mir den Mantel helfen, ob sie mir Feuer geben. Ja und? Sie haben mich ganz und gar als Frau angenommen. Sie haben mir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Niemand hat mir den Mantel geholfen und nicht mal der Kellner hat mir Feuer gegeben. Ja, aber ich habe dir Feuer gegeben, ich habe dir in den Mantel geholfen
Und ich habe dir die Tür aufgehalten. Ja, du bist auch ein Schatz, mein Liebling. No. Oh Gott, Entschuldigung. Ja, ist ja gut, Und ist ja gut. ich wollte sehen, was die Frauen machen, wenn ich auf die Damentoilette gehe. Na, solange du nicht im Steen pinkelst, werden sie da nichts gegen haben. Nee. Die haben so getan, als wenn gar kein Mann da wäre. Ja, du warst wirklich gut. Und mir hat das einen Heidenspaß gemacht, den Spieß umzudrehen. Du hast mich also so nett zum Essen eingeladen. Ja. Du hast mich so charmant in die Oper ausgeführt. Und du hast mich so freundlich zu deinem Geburtstag eingeladen, obwohl du ganz genau gewusst hast, dass ich keine Frau bin. Ja. Das ist ein Ding. Ja, ich wollte mal sehen, wie die Leute so auf dich reinfallen. Und sie sind auf dich reingefallen. Und reihenweise. Ich lach mich tot. Wolfgang spielt sich die Seele aus dem Leib, meint, dass er dich um Finger gewickelt hat. Und wer verdummdüvelt worden ist, das ist er. Ja, du sag mal ganz still. Du wolltest mich auch ganz schön verdummdübeln. Du, das ist mir ja Gott sei Dank nicht geglückt. Darum hat der Mohr nun seine Schuldigkeit getan und Britta kann gehen. Los und ziehen. Ein Augenblick. Einen Geburtstagswunsch bei Wolfgang habe ich noch frei. Na? Und? Ihr habt versucht, mich reinzureden. Und jetzt möchte ich gerne dabei sein, wenn ihr den Rest der Familie auch so ein bisschen an der Nase rumführt. Was? Du meinst, the show must go on? Yes, Sir. Ah, einverstanden. Ich weiß nicht. Ich bring die Gläser schon mal rein. Ein Opfer ist schon da. Schnackt ihr von Beata? Die ist noch in der Küche. Komm, Wolfgang, wir wollen auch mal so tun, als ob wir helfen wollen. Jetzt gut, gehen wir mal in die Küche und helfen ein bisschen. So allein, Mardan? Und auch nicht eine ihrer Damen zur Bekleidung? Das ist Schiller, ne? Böse zugerichtet. Kennst du den? Opa Richard und Opa Gustav sitzen auf einer Parkbank. Fragt Opa Richard, Sag mal, glaubst du, dass im Himmel auch Fußball gespielt wird? sagt Opa Gustav, ich hab keine Ahnung. Kurze Zeit danach stirbt Opa Gustav und zeigt sich dann Opa Richard im Traum. Du, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, die spielen Fußball im Himmel, aber die schlechte ist, du bist übermorgen aufgestellt. Das könnt ihr so lassen. Ich überlebe dich noch. Schon aus Schikane. Hast du den Richard auch erzählt? Ja, aber mit anderen Namen. Ich bewundere Richard. Wieso? Ja, mit dir hat er doch so ein richtiges Schmuckstück gefunden. Und glaub mir, ich verstehe was von Schmuckstücken. Gefall ich dir? War nicht. Vater und Sohn scheinen denselben Geschmack zu haben. Sag mal, willst du mal mitkommen auf so eine Schmuckmesse? Du Lütz-Schmuckstück. Ich bin auch ein guter Liebhaber. Und weißt du warum? Ich übe immer, wenn ich allein bin. Ach, an mir soll das nicht liegen. Du kommst mir gerade recht. Ich brauche noch einen Freiwilligen. Will ich zu was? Ich schreibe gerade ein Buch. Sexualdiagnostik und Therapie älterer Männer. Was? Ich bin Psychologin. Weiß Richard das auch? Sicher, der hat die Testserien schon hinter sich. Testserien? Ah, der ist großartig in Form. Naja, die ältesten Böcke haben die steilsten Hörner. Ist das so? Oh, was denken die Menschenfresser, wenn sie im Radio von einem Menschenauflauf hören? Lecker, lecker. Dann lieber Witze zu erzählen, müssen wir auch mal untersuchen. Das sollte bloß ein Beitrag zu deinem Buch sein. Ach, grau, teurer Freund, ist alle Theorie. Was zählt, ist das, was nackt vor Augen liegt. Du musst dich jetzt ein bisschen frei machen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ach, zieh dich aus, leg dich hin, reden musst du da nicht bei. Ja, aber doch nicht hier im Wohnzimmer. Keine Angst, das geht ganz schnell. Ich verstehe mein Handwerk. Was wird Beata dazu sagen? Es geht hier um wissenschaftliche Studien und nicht um Beziehungskisten. Oh. Stell dir vor, du bist ein Ferrari und ich probiere, wie schnell du von 0 auf 100 kommst. Ich fühle mich wie ein Fahrrad mit Stützrädern. Nimm die Hände vom Lenker. In deinem
weiter kann man auch schon freihändig fahren. Ich muss immer an Beata denken. Ja, das sehe ich. Dein Vater und dein Bruder waren da nicht so zippelig. Was? Mein Bruder auch? Ja, und der Bürgermeister und der Pastor und der 99-jährige Dr. Neumann haben sich mit Vergnügen zu Diensten gestellt. Und die hatten vorher von Tutten und Blasen keine Ahnung. Was ist denn hier los? Nix, gar nichts. Was treibt ihr denn hier? Ich hatte bloß für einen Moment nicht genug Blut im Kopf. Ja. Und da konnte er nicht mehr stehen und musste sich hinlegen. Wüst, das ist eine eindeutig zweideutige Situation. Ich wollte sie eigentlich bloß anmachen. Du gibst das auch noch zu? Ja, ich habe gedacht, ich hätte leichtes Spiel bei ihr und dann wollte ich Richard zeigen, was er sich da für einen angebissenen Apfel ins Haus geholt hat. Hallo! Ich wollte sie bloß von Richard abbringen. Ja, und dafür wollte er sein bestes Stück einsetzen. Wolltest du ihr deine Uhr schenken? Ja, Beata. Seine Eieruhr. Am Ende geht es doch um bannig viel Geld, aber irgendwie hat sie mir das Hemd, ich meine das Heft aus der Hand genommen und den Spieß umgedreht. Ich habe mir das Wort genau nimmt. Was ist denn hier los? Schon wieder diese saudumme Frage. In einer vergnügten Skatrunde sieht es nicht gerade aus. Ich kann bloß noch mal auf. Mir ist schlecht, ich muss ins Bad. Oh, komm, Georg, ich stütz dich. Ja, du hast recht. Wie so ein Fahrrad mit Stützrädern. Unheimlich lustig. Der verträgt einfach nichts. Ein kleiner Schluck zu viel und er schmeißt sich an jedes weibliche Wesen ran. Nicht zu glauben. Da siehst du mal, was wir für eine ehrenwerte Familie sind. Und in die willst du einheiraten. Oh, wer spricht denn von Hochzeit? Richard und ich haben da noch kein Wort von fallen lassen. Na, so ein alter Zausel wie mein Vater wird doch an nichts anderes denken. Der große Otis, der kriegt von mir in den Mul. Diese Hochzeit spukt doch bloß in euren Köpfen rum. Ihr habt doch bloß Angst um euer Erbe. Ach, Unsinn. Ums Geld geht's doch gar nicht. Aber du solltest ganz genau wissen, auf was du dich mit dieser Heirat einlässt. Bitte. Du hast recht, ich muss darüber nachdenken. Ich kann mir eine Ehe mit Richard eigentlich gar nicht vorstellen. Bis jetzt kennst du nur die guten Seiten an ihm. Ach. Aber er kann auch ganz anders. Er ist ein richtiger Tyrann. Er wird alles von dir verlangen. Oh ja, das ist mein Problem. Ich kann ihm nicht alles geben. Dann mach ihm das klar und das Problem ist gelöst. Oh, das sagst du so einfach. Ach, darf ich aufrichtig zu dir sein? Ja, bitte. Du bist der Einzige in der Familie, zu dem ich Vertrauen habe. Wahrscheinlich, weil du Doktor bist. Sprich dich aus. Ich habe wegen Richard schon Albträume. Die letzten Nächte konnte ich gar nicht so richtig schlafen. Fühl mal mein Herz, wie das Mein Gott, hast du einen strammen Busen? Ja, das liegt an meinem Push-Up-BH. Oh, halt mich fest, die ist ganz plümerant. Wie fein dein Haar duftet. Ja, das war gestern noch in der Waschmaschine. Was? Das habe ich gestern noch gewaschen. Oh. Ach, du bist so ganz anders wie meine Sylvia. Du hast was sie nicht hat. Tja, wenn du eine Ahnung hättest, wie recht du hast. Du kannst mein Hausarzt werden. Ach, so nebenbei. Findest du Haare auf der Brust erotisch?
Hauptsache, du hast sie nicht auf den Zähnen. Ja, da hast du deine Silvia für. Zieh dich bitte sofort wieder an, wenn hier jemand reinkommt. Wieso? Ich denke, du bist Doktor? Ja, man, auch in einem Doktor steckt manchmal ein Mann. Ja, in mancher Frau auch. Du bist so anders, so kräftig. Ja, das kommt vom Gewichtheben. Was? Ich meine, ich gehe zweimal in der Woche zum Frauenfitness. Oh, diese Beine. Oh Gott, ich habe einen Krampf in den Beinen. Was? Ja, ich habe einen Krampf in den Beinen. Das hier die Beine, ja. Ja, mach das mal. Ja, das tut gut. Krampf in den Beinen. In den Beinen? Ja, und dann hat er mir erste Hilfe geleistet. Allererste Hilfe? Sie hatte einen Krampf in ihren Stängeln. Die verlockende Orchidee, die uns alle zu Primeln gemacht hat. Ach, weißt du, Silvia, meine Süße, die Pracht von so einer Orchidee, die hält nicht lange vor. Die Primeln aber, die sind dankbar. Von denen hat man den ganzen Winter was. Primeln sind ja nun eigentlich Beatas Lieblingsblumen, nicht? Meine Verehrer haben mich immer mit einer Rose verglichen. Eine dunkelrote Baccara, auf der in der Früh am Morgen die Tautropfen in der Sonne glitzern. Oh. Da muss der Nachtfrost reingehauen haben. Da gar nichts drauf einbilden, dass Achim sich an dich rangeschissen hat. Das habe ich gar nicht. Das macht er mit jeder Frau, wenn er nur den kleinsten Tropfen Alkohol getrunken hat. Im Unterschied zu mir hat er eine Alkoholallergie. Ein Moncherie. Sein Verstand ist im Eimer. Wie billig. Typ, ich kann trinken, was ich will, ich merke nie was. Das ist rausgeschmissen Geld. Ich wollte dir eigentlich bloß klar machen, dass ihr Richard in Ruhe lassen sollt. Schließlich geht's um unser Erbe. Richard hat Geburtstag und mir kommt das so vor, als habt ihr es nur auf sein Geld abgesehen. Um euch ein Denkzettel zu verpassen, müsste ich ihn wirklich heiraten. Oh, denn wäre eure Erbesstatz ein Drittel plus noch ein Sechstel wert. Mein Erbteil wäre dann die Hälfte. Und wenn sie von Richard ein Kind kriegt, dann ist das bloß noch ein Achtel wert. Mein Erbteil wäre immer noch die Hälfte. Wenn sie Zwillinge kriegt, ist das bloß noch ein Zehntel wert. Mein Erbteil wäre trotzdem noch die Hälfte. Und wenn diese Zwillinge dann Drillinge kriegen, muss das ganze Erbrecht neu geschrieben werden. Und trotzdem gibt mein Erbteil noch die Hälfte. Ich komme mir vor wie eine Weihnachtsgans, die bei lebendigem Leib ausgenommen wird. Aber Richard, wir haben hier gerade einen nicht beseellichen Klönsnack. Ja, das habe ich gehört. Das ist ja so, als wenn die mir vorschreiben wollen, was ich mit meinem Geld zu machen habe. Tünkram. Richard kann mit seinem Geld natürlich machen, was er will. Nee, kann er nicht. Ja, oder hat er uns aufgezogen, um uns nun abzuschlagen, was uns zusteht? Schließlich sind wir seine Familie. Wenn ich Britta aber heirate, ist sie auch meine Familie. Und Familien sind doch dazu da, dass sie wachsen. Ein Krebsgeschwür gehört auch zum Körper und muss trotzdem weggemacht werden. Also das wollen wir doch erstmal sehen, wer das Krebsgeschwür ist. Britta oder der Rest der Familie. Eigentlich sollte ich alle aus meinem Testament streichen. Ja, tu das doch. Ist doch sowieso nichts mehr über. Das ist immer noch 10-mal mehr, als wenn Silvia ein Jahr lang anschaffen geht. Das wäre denn doch ehrliche Arbeit verdient. Die dir auch noch Spaß macht. Halt den Rand. Was man von so einer Erbschleicherin nicht sagen kann. Das ist ja ein richtig schöner Geburtstag heute. So richtig schön böse. Aber dass ihr euch merkt, was ich für Sorgen um euch mache, möchte ich für euch eine kleine Freude geben. Hier hat ja jeder einen Umschlag. Den habe ich schon zurecht gemacht, als ich noch nicht wusste, wie diese Feier hier zu Ende geht. Aber ihr sollt ihn trotzdem haben. Richard, das ist ja ein Scheck. Über 50.000 Euro. 50.000 Euro. Ich falle in Ohnmacht. Fängt nicht einer auf? Nee. Dann eben nicht. Richard,
Was machst du denn für Sachen? Ja, Max, ich habe mich schon den ganzen Tag darauf gefreut, euch an meinem Geburtstag eine kleine Freude zu machen. Ich habe mir gesagt, man kann nur mit warmen Händen geben. Das hättest du doch nicht tun müssen. Naja, der Abend heute hat ja einen ganz anderen Verlauf genommen, als ich gedacht hätte. Aber ich denke, diese kleine Gabe ist vielleicht jetzt nötiger als vorher. Richard, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Max hat ja recht. Das ist dein Geld. Natürlich kannst du damit tun und lassen, was du willst. Ich möchte jetzt gern einen Witz erzählen. Nee, bitte nicht. Fällt mir auch gar keiner ein. Dass ich das heute noch erleben darf. Ich will bloß sagen, ich schäme mich. Ich möchte mich auch bei dir entschuldigen. Für was will er sich denn entschuldigen? Komm mal her, ich pass mal auf. Also ich denke jetzt. Was wird das denn? Der Rütli-Schwur? Richard, Ja. ich soll dir im Namen aller sagen, die Familie ist einverstanden. Wenn du willst, kannst du Britta heiraten. Was gibt es da denn zu lachen? Ich glaube nicht, dass ich für Britta der richtige Mann bin. Meinst du bist zu alt für sie? Er meint, sie ist zu jung für ihn. Versuch das doch einfach mal mit Britta. Ja, da wird ja immer gesagt, stille Wasser sind tief. Aber ich glaube nicht, dass ich das andere Ufer noch erreichen werde. Wieso? Du bist doch noch topfit. Ja, das sagst du, aber ich brauche gewissermaßen dreimal grün, um über die Kreuzung zu kommen. Meine liebe Britta, wir müssen uns auch bei dir entschuldigen. Wir waren ja so fies zu dir, als wenn du schon seit langem zur Familie gehörst. Ja, und ich habe mich benommen, als wenn ich euch schon seit Jahren kenne. Ich habe mich gar nicht wiedererkannt. Du hast gekämpft mit den Waffen einer Frau. Ja, und du hast dich geschlagen wie ein Mann. Also nochmal, Kinders, wir sind einverstanden. Die Familie gibt euch ihren Segen. Und wenn irgendjemand etwas dagegen hat, dann sage er es jetzt oder schweige für immer. Ja, ich hab was dagegen. Ich kann Richard nicht heiraten. Ich kann nicht kochen. Oh, das macht nichts, das konnte Mutti auch nicht. Der Klapperstorch kann bei mir nicht landen. Kinder kann man doch adoptieren. Ich bin Max versprochen. Versprochen ist nichts Festes. Mensch, ich bin nicht Britta, ich bin... Nobody is perfect. Wolfgang, wie schön, dass du da bist. Hast du Britta schon kennengelernt? Aber was ist das denn? Du hast ja Brittas Sachen an. Wann hat Britta sich denn als Wolfgang ausstaffiert? Blond, blöd, Beate. Beata. Ja! Ja. Ich denke, du bist auf einer Probe. Ja, ich bin ja auf meiner Probe, hier sozusagen auf meiner Generalprobe. Und nun wollen wir alle zusammen uns Geburtstagskind ein Ständchen. Oh ja, das ist nett. Richard kommt plötzlich zwischen die Damen, ein schönes Bild braucht auch einen schönen Rahmen. Komm, Freddy. 2, 3. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn, sei auch mit dabei. Happy Birthday! Wer kann denn das jetzt noch sein? Bitte keinen Besuch mehr. Oh. Das ist jetzt wirklich meine Überraschung. Die Frau, die mich braucht. Was? Wer? Du bist noch eine Frau in deinem Leben. Ja. Fadi ist wirklich Polyglott. Also jetzt fragt man sich natürlich, meint sie polygam oder bigott? Wer kann das sein? Wie heißt sie denn? Ich heiße Birgit. Birgit? Birgit, herzlichst willkommen, mein Liebling. Es gibt sie wirklich? Ja, sie ist nun wirklich meine Liebste. Hast du die Tickets mitgebracht? Natürlich, mein Liebster. Was denn für Tickets? Hier sind sie. Ja. 2 Flugtickets nach Las Vegas. Da wollen wir heiraten!
frei, es geschieht uns doch frei. Ja, ich komm, wenn der Instanzen